Was läuft? Folge Nummer 21 von der schönsten Kurden von der Schweiz. Wahrscheinlich auch europaweit. Mal pauschal einfach Ansagen machen, scheißegal. Und ja, wir nehmen den Podcast auf, Folge Nummer 21. Und zwar am Abend, weil, wieso nehmen wir am Abend auf? Es ist verdammt nochmal scheiße heiß. Du überlebst nicht, wenn du daheim bist. Atmen ist schwer. Atmen ist schwer für mich. Noch nie ist Atmen schwer gewesen. Sachen, wo ein Post-Covid-Mensch sagt. Genau. Und abgesehen davon, dass es heiß ist an einem anderen Tag, also wir haben noch nicht den Peak erreicht. Es gibt einen schlimmeren Peak. Und zwar, wenn kommt der schlimmste Peak, Josh? Ah, du meinst am 29. Juli im Exil? Genau das meine ich. Krass, Bro. Du redest von den Waterfalls, weil es so heiß ist, dass das Water drippt. Genau das meine ich. 1:1. Es ist die erste Werbung, die wir machen. Und wir machen sie unbezahlt, weil das ist für unsere Brüder DJ Obi-Wan. Am 29. Juli ist im Exil die Party Waterfalls. Es läuft R&B Sound 90er, 2000er. Usher hat er noch geschrieben, Usher, Destiny's Child und Rihanna. Was ist dein Lieblings-Rihanna-Song? Das mit dem Regenschirm. Oh nein. Oh nein. Umbrella, geil. Okay. Ja, sind wir rum dann? Boah, ja, keine Ahnung, ja. Ja, sicher sind wir rum. Wir sind dumm. Kommen vorbei für Fettli. Für Fettli und alles. Und ihr fragt euch, wieso macht ihr Werbung für Obi-Wan? Wer ist denn der Obi-Wan? Wer ist der Obi-Wan, Bro? Ein Bruder von uns, er ist auch als Gast mal bei uns dabei gewesen, für die es noch nicht gesehen haben oder gehört haben. Und er ist vermutlich der Einzige, der jede Folge auch eigentlich dabei ist. Neben uns zwei. Genau, wieso ist er dabei? Wegen dem Intro. Brüder, endlich haben wir einen Podcast, aber wehe, du nimmst nicht sehr, hat sein Lachen irgendwo im Intro mit. Also meine Kolleginnen sagen mir immer wieder, ich soll mal in den Podcast einhören und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe den Hype nicht. Arkadaşım, terbiyesizlik yapma, kamera var. Beyefendinin nereden geldiğinden hiçbir haberim yok. Söylüyorum abi, çarşıyla geldi buraya. Yok ben küfür etmiyorum, bu küfür ediyor. Ne istiyorsun sen? Kuzu istiyor. Das ist kurz und bündig Moruk. Genau, das ist DJ Obi-Wan sein Part, der jede Folge uns unterstützt und uns ein krasses Intro mitbringt. Ja. Genau. Schon vorher angesprochen, Bro, ich schwitze. Wir sind in der Garage, ich schwitze. Weißt, ich habe letztens geredet, so, und man hat mir gesagt, hey, die Garage ist im Winter kühl und, im Sommer kühl und im Winter noch kühler. Also wahrscheinlich werden wir im Winter entweder nochmal zügeln. Oder mit Winterjacke chillen da. Schon gut, aber Eier wie Smarties wurscht. Ja, Mann, es ist unerträglich. Wir haben Minergiewohnung, vielleicht schon ein, zweimal erwähnt. Also die zweistöckige, meinst du? Genau, vielleicht auch ein, zweimal erwähnt, dass sie zweistöckig ist. Und keine Ahnung, Bro, Minergie, eigentlich tönt's gut. Es ist auch schön, dass wir etwas für die Umwelt machen. Aber ich will nicht am 2 Nachmittag schwitzen in meinem Zimmer, während ich einfach nur am Sitzen bin. Ich habe Schweiß am Körper von existieren. Ich existiere und ich schwitze. Also, es tut mir leid für den Regenwald und so. Aber ich schwitze, oder? Im Regenwald ist easy, weißt du? Die haben top, Bro. Die kennen das Klima. Bro, man. Die sind sich gewöhnt, weißt du? Aber mir? Greta, denkst du mal an mich, oder? Nein. Mach mal etwas. Spaß beiseite. Erde ist nicht flach, erstens. Und zweitens, Climate Change is real. Genau, ganz klar. Also, Bro, lass dir das mal vergehen. Hast du den Post gesehen? Sagst du jetzt den Satz von dem Post? Welchen Post? Nein, sag du zuerst. Okay. Ich habe es gelesen, ja, das ist so. Ich habe das nicht mir ausgedacht, für das lange bin ich cool nicht. Aber lass dir das vergehen. Das ist der kälteste Sommer, Mein genau das. wo wir erleben. Ja, es ist jetzt aktuell der kälteste Sommer Ja. in den nächsten Jahren. Es wird also nur heißer, Hot Girl Summer ist Bro, das Beste, was ich zu dem Ganzen gehört habe, es ist lang ruhig um den Trump gewesen. Sehr lang. Stimmt. Es ist sehr lang ruhig um den Trump Wie geht's am Brütsch eigentlich? Und er hat wieder eine Bombe gezündet, Bro, mich hat's genommen. Was hat er gesagt? Er so, es gibt wichtigere Probleme auf dieser Welt. Klimakrise ist so, wer juckt. Also ganz ehrlich hat er gesagt so,
ich schau es mal von einem besseren Licht an. Es gibt einfach mehr Strand. Geil. Ja, Zürich Bro. 2025, Praia de... Einfach New York am Strand werden, Bro. So richtig einfach so, alle Hochhäuser unter Wasser, Bro. Es hat ja auch noch so eine Welle mal gehabt von so einem Naturkatastrophenfilm, wo so gekommen ist. Ja. Day After Tomorrow. Ja, fix. 2012 und so. 2012. Dann, kennst du Gerard Butler? Mhm. Der Typ ist der, wo 300. Okay. Weißt du, Normal, ja. der Spartaner. Der Spartaner. Also der von 300 und er hat einen Film gemacht, wo jeder Kanake liebt. Gesetz der Rache. Okay. Kennst du den Film? Ey, Bro, sehe wahrscheinlich, aber Namen. Ist ein recht heavy Film, ist so ein Film, wo seine Frau, Der ist einfach in der Kategorie mit Lahen, wo alle Kanake das Bild ja, machen. ja. Ich schwör. Und Gesetz der Rache ist auch, er ist so ein Nobody, wo aber alle umbringt, wo im Fall von seiner Frau. Jeder Kanake kann mit dem sich identifizieren. Genau, so, ich bringe andere. Auf jeden Fall, er macht auch immer Film mit, weil er ist recht irrelevant geworden nach ein paar Filmen, die so rausgekommen sind. Scheiße, Mann. Und er einfach macht, noch. ja, wirklich nicht schlimm genug. Und er macht einfach immer Film mit, wo er so ein Geolog ist und die Welt von einer Naturkatastrophe tut bewahren. Ja. Indem er so sagt, die Welt wird untergehen wegen einem Storm, wegen einem Sturm. So. Ja, ja. Und ich muss halt einfach sagen, Hollywood aktuell macht einfach so entweder schlechte Remakes Ja. oder so wirklich amerikanisierte Actionfilme. So, Bro, look, ich kenne einen Geolog. Ja. Und du bist ein geiler Sicht, Jake, aber du bist kein Gangster, Bro. Keiner, wo wirklich so ein Action-Fetzer-Typ ist Geolog, Bro. Nein, niemand, nein, Bro. Also, Bro, sag mal, mehr als 2 Steinarten? Granit und Beton. Keine Ahnung, Bro. Beton ist nicht mal Stein, Bro. Das ist jetzt einfach deine Granit und Marmor. deine obere Jungs. Ey, Bro, ja, ich kann, glaubst du mir, das ist wirklich das erste, ich so, oh, fuck, Granit und, Dings, das sind das, was die nehmen. Ich hätte auch Marmor gesagt und Kies. Ist Kies eine Steinart? Es ist, wenn du sagst, es ist, Bro. Ich schwöre. Sehr lustige Konversation, die wir führen. Aber für Ja. Geologen. Ja, viele Geologen, und wenn wir schon bei vielen Leuten sind, viele Leute, die die Lebensversicherung andrehen und die dir 3 Asylen andrehen, doch 3 Asylen ist gut, aber Lebensversicherung, all das Zeugs, Bro, Olum, bis vor ein paar Jahren, sind das Gibbets rauchende Leute, die in der Schule, also in der Pause Gibbets geraucht haben, so, für 15 Minuten Pause, in der grossen Pause in der Primar und so, und Schule geschwänzt haben. Und dann kommen sie, heute kommen sie zu dir und sagen, aber Bro, weißt du, Gott bewahre, was, wenn du 5 Jahre stirbst? Ey, Bro, wenn ich in 5 Jahren stirb, dann stirb ich. Bro, aber wirklich mal ohne Scheiß, du hast wirklich recht, Versicherungsbroker rein sind wirklich die unterste Stufe vom Mensch. Bro, also wirklich so, ey, ich habe mit jeder von uns unfreiwillig, es geht nur unfreiwillig mit all den Leuten zu tun gehabt. Unfreiwillig, Bro. Irgendwann kommt irgendein Kollege von dir, hey Bro, was läuft, schon lange nicht mehr gehört. Die wildesten sind die nur sagen, ich bin auf dein Profil gestoßen, du bist wohl sympathisch, ne. Bro, Ich hole nicht, dass du stirbst, aber wenn du stirbst. wenn du stirbst, dann, ich muss dir helfen. Du, ein Unbekannter, Bro, komm doch, Mann. Mein Gott, es will mir eh niemand helfen, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Bro, ich sehe jetzt schon Nachricht vom Dado von unserem Mobiliarbrüder. Bro, das ist Du auch nicht. etwas, Du bist aus... Dado, los genau zu, wer redet einfach. Ja, bitte. Bro, erzähl. also, er kann nichts dafür. Es ist einfach das Paket, wo sie anbieten. Ja, Aber wir haben das eine Hausratsversicherung, ja, wo elektronische Geräte geschützt sind, ja. wo aber so der Typ ist, ja, mach nur Gott, also einmal im Jahr kannst du dich melden. Ja, gut, Also- du bist Versicherung, Ja, fix. Also mir hat er gesagt, für den Preis ja. ist eben Laptop drin. Ja. Ich glaube einmal im Ja, Jahr. die Geräte sind alle Handy. dabei. Und er muss einen fetten Blowjob gibt er mir im Ja, ja. Also, die Frage ist von mir so gewesen, so, ja, ich zahle jetzt das ja. Ja. Und, ich meine, entweder habe ich 3 Jahre lang kein Problem, oder ich habe innerhalb von 2 Wochen eine Krise mit 2 iPhones. Aber Oder Bro, so. weißt du bist aber auch zu mir gegangen, du so, wenn ich jetzt die Versicherung morgen mache. Und er so, ja. Dann hast du einfach dein kaputte Handy für dich steht und du so, Also weißt du, Bro. Er so, look, du Bro. kannst schon, aber mach nicht. Ja, Bro, look, ich sag dir ehrlich, wenn du schon so ein Angebot machst, Ja.
Und er ist so, weißt du, er ist nicht so jemand, den man nicht kennt, also vor allem ist ein guter Kollege von dir. Direkt hätte ich fragen. Einfach fragen, was hat er dir verlieren? Das ist recht. Lieber sagt er mir, wieso, mach nicht, sie ficken dich. Aber, Anstatt dass ich mache und in die Zeitung komme und irgendwie, aber du hast mir ja gesagt, wo ich dir das vorgeschlagen habe, wo ich gesagt habe, was wäre, wenn mein Drecksauto, wo kaputt gegangen ist, es geht wieder übrigens, danke fürs Fragen. hast du Applaus, Yilmaz? Ich kann das. Ja, Geil. Mann. Sie Sein haben Auto hat schon lange nicht mehr neu. blinkt. Kein Blinker ist angegangen, es läuft. Und, Ich es bleibt mir neue Knöpfe, irgendwas macht den Job. ja. Mein Auto läuft, aber was damals nicht gelaufen ist, hat ja mal irgendjemand, ich kann auch keinen Namen sagen, Ja. hat gesagt, was, wenn du in der 30er-Zone fährst und von rechts kommt ein Kollege von dir, fährt auch in der 30er-Zone, ich halte beide nicht an. Und ich habe dann gesagt, ja, Serhat, du bist ja so mein grosser Abi. Aha, ja. Also- Ach, ich dachte, du sagst jetzt wieso kein Namen nachher, hast du einfach noch Nein, nein, okay, nein. okay, sorry. Du bist, also nein, du hast es ja nicht gesagt. Ja, also ich hab's auch, nicht gesagt. jetzt off record auch nicht, du hast es nicht gesagt. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber du hast mir dann gesagt, look Bro, von unseren Leuten haben es viele probiert. Und von unseren Leuten haben viel versagt. Ja, ja. Ja, Es Versicherungs... ist, also ich höre von vielen, so vor allem ältere Generation, hättest du rein theoretisch wählen. Ja. Rein theoretisch. Wer vor 15, 20 Jahren lang, vor 15, 20 Jahren gegangen. Jetzt ist so, mach nicht, weil, Bro, sie können mittlerweile alles herausfinden, gell? ja, Bro, also, keine Ahnung, immer wieder, es ist sicher auch so, das Restaurant ist irgendwo abbrennt, so in der Zeitung. Und Wochen später, es ist einfach so, das Restaurant, was abbrennt ist eigentlich für sich ein Betrug gewesen. Ja, voll. Irgend- Aber es geht immer so Gerüchte rum. Aber apropos Versicherungsbetrug und eben so Kontrollieren und so Polizei und so, falls ihr jemals so in so eine Situation reinkommt, wo halt der Versicherungstyp oder der Polizist euch dann so anfängt Fragen zu stellen, ist die beste Möglichkeit sowieso immer sagen, ich gebe keine Hand. Ist die beste Option sowieso immer sagen, ich beantworte keine Frage, Oder ich habe Corona, gehen Sie weg. aber ich beantworte keine Frage oder sag die Wahrheit. So, also beidem, aber am besten sag einfach nichts. Einfach Fresse haben, immer Fresse haben, einfach keine Ahnung. Wie der Drake so schön sagt, weil Bullen sind ja Schwein, Mhm. und er so, I don't talk pig Latin. Checkst? Päh. Ja, ja. Der Drake vor allem, weißt du, authentisch. Ja, der Aubrey, der Bruder. Der Obi. Nein, Mann. Wir haben das Thema noch kurz wegen meinem Handy, Ja. Storytime, so als Yeah. ein paar Jahre geschrieben kann, so arme Sieg, Handy am Arsch. Podcast läuft nicht. Ja, so gebt ihm etwas. Ja, mein Handy, also schaut, mein Handy ist am Arsch, oder am Arsch gewesen. Und es ist irgendwann mal so weit gekommen, dass am Morgen um 2 oder 3, ich habe mir mein Handy stecken vor dem Pennen. Und es ist einfach so eine Meldung, keine SIM eingelegt. Ich so, hä, Mann. Ich tu Flugmodus rein, wieder raus, fragt nach einem PIN. Ich will PIN eingeben, ich brauche Zahl 5. Ich will PIN eingeben, geht nicht an, nachher. Bist so ein Kenner, wo 2,5. Ah nein, ich weiß den Code, sorry. Ja. Ich will das eingeben und einfach das Ganze, so mit, wo 4, 5 und 6, die ganze Strich geht einfach nicht. Also ich so, weißt du was? Scheiß drauf. Ich kann mit WLAN arbeiten. Worst case, weißt du, so, ich tu jetzt mal nach Handys suchen. Ich google nach Handys und so, nach günstigen Handys, Rabatt, alles mögliche, Abo, neues Abo, Verlängerung. Schlussendlich habe ich nice gefunden und ich konnte ruhig pennen. Ich habe 2 Stunden gebraucht, um ruhig schlafen. Das hat mich abgefuckt. Ich kann pennen, ich kann sogar, weißt du, so wie ein Kind, weißt du, wenn dich einmal so auf etwas freust. Nee. Ich stehe am 8 wieder auf, 4 Stunden Schlaf. Ich stehe am 8 wieder auf, mach mich parat, ne? Auf einmal der Bruder. Ich Am Morgen ins Swisscom Store rumrennen, motiviert. So. motiviert, Bro. Ich gehe rein, ich so, hey, ich will gerne von dem Angebot profitieren und gerne Gott das neues Handy mitnehmen. Weil iPhone 14 haben wir jetzt gerade gesehen, aber lohnt sich gar nicht. Auf jeden Fall, ich will das neues Handy holen, tamam. Ich so, hast du gerade einen im Store? Er so, nein, Bro, ich muss bestellen. Geht 2 bis 3 Tage. Ich habe es am Freitag bestellt. Ich so, Alter, hast du gesehen? Weißt du, es kommt erst am Montag, Dienstag an. Ich so, hey, look, du hast bis jetzt ausgehalten mit dem Handy. Die paar Tage kannst du noch geben. Du hast wirklich mit dem Handy, du hast, Bro. Leute sind weniger treu zu ihren Freundinnen als du zu deinem Handy, Bro. Ich schwöre. Bro, ich habe es 4 Jahre gehabt, lang überlegt. Bro, du so, ich lass dich nicht gehen. Ich halte dich nicht gehen, Bro. Ich glaube an dir. Du schaffst das. Auf jeden Fall, gehe ich heim, easy entspannt ein bisschen, weißt, so, fühlst dich wieder ein bisschen wohl. Du weißt, irgendwann kannst du wieder Teil von der Gesellschaft sein, weißt.
Es ist so wie Bist du mal froh, dass Web-WhatsApp jetzt seit etwa einem Monat oder so kannst brauchen, ohne dass dein Handy muss da sein? Ja, also abgesehen davon, dass ich so, wie so einen Streifen vom Handy kann, wo ich nicht noch brauchen, eben so 4, 5, 6, habe ich auch noch schreiben. Wenn ich anfange zu schreiben, der erste Buchstabe, hätte ich das einfach selbstständig gemacht. Einfach ein Genie mit dem Handy. Fang einfach an zu schreiben, irgendwelche Sachen, weißt du? Du bist, glaube ich, einer von der einzigen Kanaken, der froh ist, dass WhatsApp auch funktioniert, wenn ein Handy nicht da ist. Ey, wirklich. Ich kenne ein paar Beziehungen, wo vielleicht mit Brüchen gegangen sind. Der andere hat's genommen. Wenn WhatsApp kann Leben retten, wenn WhatsApp kann auch deinen Arsch ficken. Ja, wirklich. Er ist nicht lustig, Mann. Er ist nicht lustig, Mann. Sie sind auch treu. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also, Handy bestellt. Das andere Handy maximal am Arsch. Ich kann es nicht brauchen. Ich kann nur Web-WhatsApp brauchen, das ist alles. Mehr nicht. Ich kann telefonieren, aber auch dort habe ich Angst, dass es einfach abhängt. Stell dir vor, Leute, dein Vater einfach, er so, ja, wo bist du? Oh Mann. Wem hängst du ab? Deswegen kann ich auch nur mit AirPods telefonieren. Bro, ich habe für alles irgendwie so einen Umweg gefunden, weißt, einfach Hassel, irgendwie. Also, ich so, weißt du was? Mein Handy kommt am Ende, egal wie es aussieht. Ich muss ein Backup machen von meinem jetzigen Handy, weil es fuckt jeden Tag mehr ab. Wer weiß, wenn ich das mache, das Handy brauche, um ein Backup zu machen, weißt du? Ich stecke mein Handy, klassische Frage vom Handy, möchten Sie diesem PC vertrauen? Vertrauen, oh, es geht nicht. Vertrauen. Nicht Vertrauen, geht auch nicht. Vertrauen. Ich drücke 10-mal, ich schlage rein, ich drücke lang drauf. Ich so, Alter, ich habe kein Backup mehr. Also, Handy am Arsch, Daten war nicht gewesen, aber neues Handy kommt, wo man bringt. Bro, Herzrasen. Ich google günstige Display-Reparatur. Ich gehe in den Store, ich habe den Namen vergessen, im Winter geht irgendwo in der Nähe Bahnhof, wirklich 15, 20 Minuten gegangen. Screen repariert. Die Schwester hat noch einen Tipp gegeben, sowieso nicht Kritik mit Versicherung zahlt. Korrekt. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt das Handy, wo Screen ganz ist, hinten am Marsch scheißegal, juckt. Screen ist ganz. Und das Video, wo nachher auf YouTube kommt, und auch die Reels entstehen durch mein neues iPhone 13 Pro. Das ist das zweite Mal heute, wo wir Werbung machen, ohne dass wir Geld bekommen. Vor allem für so einen missgeburten Verein wie Apple. Ich schwöre. Bro, ich weiss, ich habe ja lang im Handyverkauf gearbeitet. Ja, Mann. Also du hast nicht nur, du hast, noch kurz zum Erwähnen, wir wissen, du hast im Swisscom Store gearbeitet. Und du bist auch wirklich auch an der Euter von dem Produkt, das verkauft wird. Ich bin bei Apple, kann ich auch gearbeitet, stimmt, ja. Und ich muss wirklich sagen, das halbe Jahr, wo ich bei Apple gearbeitet habe. Ja. Ey, Bro. Also ich habe ja wirklich 5 Jahre bei Swisscom gearbeitet und als ich bei Swisscom war, habe ich so die Zeit erlebt. Also weißt, wie soll ich sagen, du hast so irgendwann haben wir den Wechsel gemacht von Laptops zu iPads. Aha, ja, dass Leute anfangen, sich iPads dran gewöhnen, ja. Also, dass wir Mitarbeiter mit den iPads aha. Genau. Okay, ja. Und das ist schon chillig gewesen, weil du hast nicht mehr müssen die ganze Zeit an der Workstation sein. Ja. Yeah. Und dann so andere, die am Laden, die haben gesagt, ja, also ich weiss noch mit Papier und Stift müssen aufschreiben. So, easy, weißt. Und jedes Mal, bei Swisscom ist es so gewesen, du hast halt mega lange einen Kunden bedient. Und dann hat er dir irgendwann gesagt, ich hol das und das Handy. Und dann bist du hinterher ins Lager, hast das Handy geholt, hast es verkauft, hast es eingerichtet. Ja. Bei Apple hast du so ein iPhone. Ja. Und du redest mit dem Typ. Und er sagt dann, ich hol das iPhone. Nachher drückst auf das iPhone, als wärst du im Online-Store. Als Mitarbeiter, weißt du? Ja. Ich drücke auf iPhone 11, grün, so viel Giga. Dann geht's, vielleicht, wie lange geht's in muss? Ja, sie haben so eine Durchschnittszeit, die sie einhalten müssen, aber das kannst du nicht geben. Bro, so, es gab vielleicht 1,5 Minuten. Ja. Und dann also alles drüber wird auch so, ey, wo bleibst du? Dann kommt schon ein Mitarbeiter vom Lager mit dem Handy und sagt so richtig schwarz, so voller Kohle. Er so, wie lang? Du so, 1,31, du Peach. Bitte sag niemand, ich habe gestern angefangen, ich habe 3 Kinder zum Ernähren. Sektorage. Ich muss echt sagen, Bro, ich bin auf die Welt gekommen, bei Apple, ich so, oh mein Gott, wie chillig ist es, Handys verkaufen. Also, ganz klar so, also auch so amerikanische Führungsteam, weißt du, auch ja. So mit 1,5 Minuten und so, Bro, mit Messen und aber alles. es ist im Fall, als Runner dort, also es gibt Leute, die lieben das. Einfach hin im Lager hocken, bis sie das Handy läutet. Ich schwöre. Bro, da wäre die Superkraft wirklich behindert, die rückwärts rennen kannst, Bro. Es ist, mag's lustig, aber was ich wollte sagen ist,
bei Swisscom ist auch so gewesen, die so, ey, look, berate die Leute, bei Apple ist so gewesen, berate die Leute einfach. Ja. Und wenn sie das iPhone nicht kaufen, sondern sagen, ich gehe irgendwo anders, dann sag, okay, wir können das Geld trotzdem über, dann ist scheißegal gewesen, ob ich Handys verkaufe oder nicht. Also du hast wirklich keinen Verkaufsdruck gehabt? Nein, aber ich habe so Druck gehabt, so, ich hätte, so, also weißt du, so, die Leute müssen einfach zufrieden sein. Okay, es geht, okay. Und das Problem ist dann halt so, ich bin dann irgendwann halt nicht im Verkauf gewesen, sondern bin dann als Techniker angestellt gewesen. Ja. Ist das Upgrade? Schon, oder? Es ist ein anderer Zweig, Okay, aber es ist schon okay. Upgrade. Okay. Ja, es ist schon. Ey, ich habe mitbekommen, alles ist Hierarchie. besser als einfach die vorne schaffen. Ja. Also du bist einfach schon die vorne als TS, als Technical Specialist. Aber du bist halt dort und du nimmst Fälle auf. Okay. Wenn jemand zu dir kommt wie du und sagt, mein Handy ist kaputt. Ja. Und dann töckelst du so ein und schreibst so. Machst du auch Kurzanalyse und so Genau. wahrscheinlich? Okay. Ich wollte nicht sagen Arzt, aber Wir können also darüber reden, dass Mia Madison gesagt hat, dass sie mehr verdient als Chefärztin ab und zu, aber ja. ohne Scheiß. Über OnlyFans, ja. Shit, man. Ja, Bro, ja. Scheint, der Cash ist aber schlussendlich, Nein, Spaß. schlussendlich ist so die Frage so, okay, du hast mehr verdient, aber keine Ahnung, leben 5 Menschen mehr wegen dir, oder nicht? Was für einen Gottkomplex musst du haben, wenn du denkst, du bist besser als ein Arzt? Also, Chefarzt, Chefarzt. Arzt ist schon krass, aber Chefarzt, ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie wie so bei, wie heißt die Scrubs, Grey's Anatomy, Wieso? Private Practice. Eben, wieso, keine Ahnung, du machst das und du bist nur, brauchst dann wirklich so, Du bist Leute einfach gefordert sind. CEO vom Spital, Bro. Also, keine Ahnung, und dann sagen sie sowieso, mir geht's besser als der. Ja, also, du machst vielleicht schon mehr Cash, aber, weißt du, wie, der Chefarzt geht heim, Bro, und heute, wer weiß, 4 Leute, weißt du, Leben gerettet. Bruder, ich sag einfach etwas, es gibt Titelbilder, wo Leben rettet, Bro. Vielleicht so, weißt du? Ja, aber vielleicht auch Beziehungen zerstört. Vielleicht, Bro, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, weiter, ja. So, Unterbruch. Alles gut. Apple Store, TS. TS, sorry, und du machst Analyse und stellst es im System auf. Und dann quasi gehst du hinterher und gibst es jemandem, der es dann repariert, so. Okay. Und dort Also sind eigentlich, auch, du bist dort zum Problem aufnehmen. okay. So Leute kommen Erste zu- Anlaufstelle, so gesagt. Genau, Leute kommen zu dir. Du bist so wie Second Level Support eigentlich. Okay. Also so die kleinen Fälle machst du auch noch, aber wenn es ums Reparieren Okay, geht, genau. andere. So. Bro, und das Ding ist halt, die Leute sind halt gekommen und haben so gesagt, das Handy ist ja wasserfest. Ey, die sind so kreativ. Und dann ich so, ja. Und dann sagen sie so, ja, anscheinend nicht. Ey, du glaubst aber nicht, wie oft das passiert. Bro, und nachher sagen sie so, nein, sie haben gesagt, ey, Bitch, erstens, Ja, und aber ja, aber, zweitens, ich habe gar nichts gesagt, gar nicht. geht's um Tim Cook oder Steve Jobs aus England. So, und drittens, Bro, wenn das Handy einen Wasserschaden hat, hat es einen Wasserschaden, das kann ich nicht ändern, weißt du, so. Und Bro, es sind Ist wirklich Aquaman, der gekommen ist. Bro, es sind kreative Leute gekommen. So, Leute sind so zu mir gekommen, haben mir das Handy gegeben und ich schwöre, bei Gott, du siehst am Handy an, es hat brennt. Du siehst, es ist ein Panzer drüber gefahren, Bruder. Er hat so kurz und bündig gelassen. Und nachher die Person hat so gesagt, ja, also ich habe das Handy in der Hand gehabt. Ich so, Dann habe ich sie in meine Tasche da. Ich so, ja. Sie so, da ist rausgenommen. Ich so, Und sie so, und dann ist es so gewesen. Ich so, fehlt da ein Teil von der Geschichte an mir gekommen. Hast du die Tasche auf Syrien gerührt und es sind 7 Panzer drüber an mir gekommen. Ich darf. Und, Mach, Bro. Bro, und das Ding ist eben, ich bin mir gewöhnt gewesen, von Swisscom hast du müssen praktisch dem Kunden den Schwanz lutschen und dich entschuldigen. Ja, so für alles Mögliche. Genau, und bei der Apple ist halt so gewesen, schau, das sind unsere Richtlinien. Und ich habe mit dem Gilly gearbeitet damals, und der Gilly ist halt so gewesen, wenn Leute gekommen sind und so sich anfangen zu beschweren, Juckt. und er sagt so, wissen Sie was, holen Sie Ihren Chef? Und er sagt, los, ich hol meinen Chef. Ich gehe jetzt hinterher, du verschwendest meine Zeit, deine Zeit und seine Zeit. Wer kommt führen und er sagt genau das Gleiche. 1:1. Er sagt genau das Gleiche. Dann geht er hinterher, holt den Chef, und er so, hey, look, sagen wir, er heißt Martin. Er so, Martin, es geht um das. Ich habe am Kunden gesagt, das und das. Und, eben, es hat was schade, ich kann es nicht gerade setzen. Und der Mensch so, Und was checkt er nicht? Weißt du, so? Ich schwöre, die Leute sind so. Das ist echt genau so. Aber Baba, Alter. das ist wirklich lustig, das halbe Jahr dort zu arbeiten ist wirklich lustig gewesen. Also ich glaube, so, eben so Entlöhnung und so ist dahingestellt, aber ich glaube so, dass du die Freiheit bekommst zum nur Fixgeld und so, ich glaube schon Gold das wert. ist, Bro, also im Vergleich zu meiner Gewöhnlicher Zeit, Verkauf, hä? zum gewöhnlichen Verkauf, das ist,
Das Einzige, was schlimm ist bei allen Verkaufsstellen, ist, dass im November anfängst, Last Christmas hören, so lange, bis der Kugeln geben. Aber ich habe es nicht nur einmal gehört, aber ich kann es auswendig, Bruder. Normal, Bro. Weißt aber ja, ich muss ehrlich sagen, amigs vermisse ich es im Verkaufsschaffen. Ey, Bro, ich habe mir schon überlegt, so, es wäre geil, wenn so, ich weiß nicht, wer den Mehrwert davon hätte, aber ich würde vielleicht auch dafür zahlen, so. Ja. So eine Woche, also 5 Arbeitstage, so, in Beruf schaffen, wo richtig so, eigentlich, geil wäre, lustig wäre. Ein Tag im Verkauf, vielleicht Swisscom oder Apple, ein Tag Taxi fahren, Bro, wäre sicher geil. Vielleicht einen Tag so, in einer so Stammbeiz, wo so am Morgen um 8 schon der Stefan Hung sich kaputt saufen, mit dem Sozialgeld. Ja, genau. So, das wäre geil. Einfach so, wegen der Erfahrung. Einfach zum einfach etwas Lustiges mal sehen. Ja, vielleicht, es fickt dich sicher auch, weißt du, mental. So, wie ich lebe echt als Unterbemittler. Bro, ich habe mein Leben gehasst im Verkauf, gesagt, wie es ist. Ich sag dir auch ehrlich, Bro. Das ist ich hab alles über einen Tag ist zu viel. Ich hab ich tu jetzt abbrechen. Von 1 Million Menschen haben 999.000 und 999 Leute gesagt, dass sie es hassen. Im Verkaufsstoff? Ja. Es eine Person, das war immer TL gewesen. Der immer, von anderen im Mund nimmt, damit er Ruhe steht. Bro, es gibt auch so Leute, die im Verkauf arbeiten, so mit 50, weißt du? Und die sind schon so lange dabei, dass sie mittlerweile mit dieser Drecksposition mehr Geld verdienen als der Chef, weißt du? Weil du hast so ein Rewards-System, zum Beispiel bei so... Treuebonus und alles. Genau. Und Bruder, aber keine 10.000 Stutz im Monat, wirklich, würde mich motivieren, zum jeden Tag in diesem Drecksladen stehen und ich Bro, weißt du, was am schlimmsten war an diesem Job? Ich sage ohne Scheiß. Ja. Am schlimmsten war um 5 vor 9 vor dem... Du schaust zum Schaufenster raus, du siehst die Horde dort, Bro. Am 5 vor 9 immer vor der Laden, also im Laden drin, einfach rausschauen und so die Menschen sehen, die im Gesicht haben, an der Scheibe sind und so hineinschauen. Das sind immer so alte Menschen mit dem Rollator gewesen, die immer so gemacht haben. Die haben gewartet, Bro. Bro. Und ich bin dann an mich wirklich so um 59 zu der Schiebetür gelaufen und dann so langsam mir die letzten 30 Sekunden gegönnt. Und die haben mich so angeschaut. Hey, die drehen durch. Die haben sicher auch das gemacht, immer wieder so. Immer wieder auf Handy geschaut. Und die haben mehr Druck gemacht und so. Und ich habe immer so, die 30 Sekunden mit kein Mensch, Bro. Ja, niemals, Bro. Das sind 30 Sekunden, die habe ich rausgeholt, Bro. Das ist immer das Schlimmste gewesen, Bro. Das ist wirklich immer das Schlimmste. Hey, Bro, ich habe nie geschafft in dem Beruf. Aber ich sage jetzt mal, wer Samstag nicht dabei, wäre es ein bisschen erträglicher. Du Samstag, ich am Sonntag müssen arbeiten. Du hast ja 400 Stutz Sonntagszulage bekommen, ich bin nicht fressen. Plus so ein Fuffi für jeden Sonntag, den ich geschafft habe. Bro, das Was willst du denn eigentlich noch? Hey, du hast noch Glück gehabt, dass du die Lehre gemacht hast, Bro. Bro, 400 Stutz im Monat, dafür, dass du 2 Sonntage dort bist. Scheiß Geld auf dieser Welt, Bro. Du hast den Sonntag nie erlebt. Ey. Eben, deswegen sage ich so pauschal, ich glaube, ich habe ihn wirklich nicht erlebt. Ich glaube, also gut, wenn es Montag bis Freitag wäre, glaubst du, ja. Es wäre immer noch ein Abfuck. Ja. Aber es wäre ein erträglicher Abfuck, weil du hast dann 2 Tage, um dich erholen. Weil, Bro, ab und zu, eben, ich habe so bei euch so mitbekommen, so, ja, Bro, gehen wir Samstag oder Freitag aus und nein, Bro, ich muss Samstag arbeiten. Okay, ist gut. Nachher einfach du so, am behindertsten Tag auf dieser Welt, schreibst du dann so, ey, Jungs, das läuft so, Dienstagmorgen um 9 Uhr. Ja. Jungs, seid ihr wieder frei? Nein, So, Bro. Ey, wo kommt über Apamare? so, nein, Bro. Du hast voll Energy, weißt du, so, ja, machen wir etwas und so, ja, Bro, wir müssen arbeiten. Ja, aber es war schlimm gewesen. Und eben noch schnell wegen der Sonntagsarbeiten. Ich glaube, es ist easy am Sonntag zu arbeiten, außer du schaffst in Ostern am Sonntag. Bro, also look, es läuft nicht viel, aber Bruder, die Leute, die dort reinlaufen, du willst einfach, Bro, Es sind, all die Stores am Bahnhof sind gefickt. Ja, ja. Jeder Bahnhof ist gefickt. Ey, und da noch ein Hey da SBB. Egal, ich sag's nicht, weil die haben noch ganz dreckige Sachen dort abgezogen. Ich sage dir, Bro. Es ist schon, du kennst den Laden, Bro. Ja, und Sonntag haben wir vom 10 bis um 4 gehabt. 6 Stunden ist schon viel zu viel. Ja. Kommen die, ja, immer länger rauf. Wieso? SBB hat das wollen, weil das ihr Bahnhof ist. Es ist ihr Bahnhof. Die machen einfach Öffnungszeit. Die haben auch gesagt, so, ey, wir müssen auch unter der Woche bis am 8 Uhr fahren. Bro, ich schwör. Bro, am 6 Uhr kommt keiner in den Laden rein. Ja. Behindert, ja. Ja, das ist, Katastrophe. Es passiert viel Katastrophe in der Schweiz. Ich habe jetzt wir haben das mal kurz thematisiert. Also, jemand hat, glaube ich, eine Frage gestellt. Ja. Damals Meinung zu Dadwan Yusuf, der Krypto-Milliardär. Ich weiß immer noch nicht genau, wer das ist, aber ja.
Alles easy, Bro. Das ist einfach ein Typ, der Noch kurz, noch kurz. Konsumiert auch viel weniger so 20 Minuten Blick und zur letzten Zeit? Oder Gar nicht? nicht. Ich seit Jahren. Okay, gut. Eben, bei mir ist auch sehr wenig. Und heute bin ich so auf Now gegangen. Und es ist einfach so gross. Das ist Headline, gibt er. Kryptomilliardär, chauffeuriert, Fernsehteam in Rolls-Royce. Wer? Er, also der Davan Millionär, Yusuf, chauffiert das Fernsehen. hat kurdische TV bei sich gehabt. Ja. Und die hat er im Rolls-Royce in Zürich umgefahren. Und das ist ein Headline wert. Das ist ein Headline wert. Krass. Und wie ist der Artikel gewesen? Bro, der Artikel ist nur darum gegangen. Noch kurz, Bro. Geld, das ist, wir zahlen dafür, dass damit also das ist ja von unserem Geld, wo sie, Bro, der Typ hat Cash. Ja. Und sie hat original ein Team in SRF beauftragt, um seine Transaktionen abzuchecken, ob er etwas am Stecken hat. Bro, wieso gehen sie nicht bei Leuten, die Steuern interessiert? Bei Leuten, die rechte Politik betreiben, aber die haben 20 Leute schwarz arbeiten lassen. Was will ich, Bro? Bro, weil Also- der Staat verdient kein Geld an den Brüdern. Darum, Bro, darum juckt sie. Ich habe jetzt gerade den Artikel vom 29.05., gerade vor ein paar Monaten, Verfahren gegen Davan Yusuf eröffnet. Bro, und die sind so geil auf das. Die sind so geil, dass oh mein Gott, ein Nicht-Schweizer, ein ganz offensichtlicher Nicht-Schweizer, geht so brutal gut, irgendetwas ist dann full. Ja. Bro, und auch wenn full ist, man, also weißt du, also, wenn etwas auch full ist, inwiefern hat das einen Schaden für die Schweizer Gesellschaft? Check ich nicht. Bro, weil eben, sie machen kein Geld mit ihm, das schießt ja, Bro. Bro, ich check das nicht, man. Es ist einfach eine Nicht-Gönner-Kultur, Ey, und weißt du, was es ist? jeder hat mitgezogen, Bro. 20 Minuten Blick, all die am Schreiben da von wegen, weißt du, und regt, also weißt du, komm und reg dich als einer von der, also er ist einer von uns, Bro. Reg dich nicht auf, wenn du das liest. Reg dich nicht auf. Wirklich, gönn ihm doch den Hack, Bro. Denkst du, noch ganz SRF-Team hat einfach Transaktionen überprüft und wir haben eine Handvoll Sachen gefunden, wo heikel sind und wo nicht Also, gut sie sind. haben echt RedaktorInnen, also Leute, die Kommunikation studiert haben, Gehen das machen, go schauen, was ein Kenneck, einer, der Cash gemacht hat mit 21, go schauen. Es kann nicht sein, dass er das sagt, das, was er sagt, kann nicht sein. Also gehen wir überprüfen, ob das stimmt. Bro, du hast jahrelang studiert. Ja. Du hast deine Eltern dich ausgebildet immer wieder, ey, ich brauche wieder Geld, das kann mir nicht gut, ne. Hast du noch irgendeine scheiß Wohnung irgendwo im Kreis, was haben wir in Zürich dir geholt, zu dritten Wege, nur damit du, nachdem du das Studium fertig hast, bei SRF kannst gehen und das erste, was du machst, ist, ey, der sagt, er ist Milliardär, ich kann schauen, ob das ist. Nein, es gibt nichts anderes in der Schweiz, was nicht interessanter wäre und wichtiger wäre zum Aufklären. Für das geben wir ja Geld, also ich will wissen, was er macht, ein Milliardär an man nachkommt. Also, ich lese gerade auf dem Beitrag, es steht nur, dass er irgendwie ungenaue und falsche Angaben gemacht hat, aber nichts Genaues. Also das ist Grund genug zum viral gehen und zum überall in der Schweiz, da die Schweizer Medien das darüber berichten und SRF, dass da jemand einstellt, zum schauen, ob da alles mit rechten Dingen passiert. Aber schon gut, Bro, ich weiss nicht, wir haben kein anderes Problem, Bro. Wir haben nicht Leute, die Steuern hinterziehen, wo falsche Politik betreiben, wo da Leute bei sich schwarz arbeiten lassen, wo da irgendwelche andere skurrile Leute in ihren Parteien haben, wo wir da müssen überprüfen und so weiter, Aussagen und so weiter, Raimoldi, Stichwort Raimoldi zum Beispiel. Aber schon gut haben wir angekommen, machen das dir ist bitte. ein richtiger Hurensohn, Alter. Jedes Mal denke ich, das ist ein richtiger Hurensohn. Ja, Bro, also, wenn ich schon nur Hure, das schon nur ohne Sohn spreche, ich habe gerade sein Gesicht Das ist vor mir. sicher, gell? Direkt, Alter, direkt automatisch. Und dann nimmt er noch die Farbe, was ist Violett von der ganzen Flint-Bewegung. Ja, Bro, er ist ein Peach und, toben wir es aus, Bro. Toben wir es aus, Ich weiß aber, nicht, ob wir wirklich so Anhänger von ihm haben in der Zuhörerschaft. ja, aber auch wenn, fuck off, weißt, scheißegal. das ist euch. Wir Wir können müssen vielleicht damit rechnen, dass vielleicht der ein oder andere Brief jetzt reinkommt. Weil es hat andere Leute schon gehatet und er hat das sehr, sehr persönlich genommen. Er hat Selbstwertgefühl von einem Eichhörnli. ja, so sieht er aus. Und er geht aggressiv gegen die Leute, die finden, er ist ein Nuttersohn. Weil er ist auch einer, Bro. Vielleicht, damit das richtig machen, müssen wir nochmal, wie heißt er? Nikola. Ich weiß nicht, der Raimoldi. Nikolas Raimoldi. Du bist, glaube ich, auch oft im Winterthur. Ja. Das ist die Nacht. Komm doch mal vorbei bei uns. Komm mal auf den Podcast, wir reden wir drüber, was bei deiner Kindheit aber schief gelaufen ist. Wind ist auch so eine Hochburg von Corona-Lügner. Hey, ich bin überrascht gewesen, Bro. Bro, vor allem das sind so Leute, also weißt du, wir haben mega viele Leute bei uns in der Nachbarschaft, bei uns im zweistöckigen Mezzanine-Wohnung, die wir haben. Minergie, wir sind nicht Minergie. Wohnung. Okay.
jeden Morgen, wenn ich mit dem Mutti laufen gehe, sehe ich am Boden mit Kreide geschrieben, nie wieder Sex mit Geimpften. Stimmt, ja. Und Die Inflation gibt es nur wegen den Geimpften, habe ich auch gelesen auf dem Boden. Oder so. Und das Ding ist, das machen ja Leute so Nacht- und Nebelaktion, wahrscheinlich am 3 Uhr morgen gehen sie nicht an. Ganz Und Abend geplant für das. Bro, ich stelle mir vor, das sind so Leute, die sich so auf gleicher Ebene sehen wie Che Guevara. 1-2, original. Weißt Die sind so am Morgen um 2 so in ihrem Büro, ihrem Base und sagen so, okay, ist gut, sind wir ready? Spray, Maske, schwarz angekleidet, sind wir ready? Ihr wisst, du bist da an dieser Straße, du an dieser Straße. Ihr habt 15 Minuten Zeit, feister und dann treffen wir uns wieder da. So, wenn ihr jemanden seht, macht und sie sind sich wahrscheinlich so vorbereitet auf das. Mit Sie machen so, noch Fotos von der Aktion und so und machen so innerhalb so ein Magazin so. Und so schicken die Telegram-Gruppe und das Geile ist ja, wahrscheinlich hören sie so Rocky-Soundtrack, bevor sie weißt du, und dann gehen sie dort an. Heute bewege ich etwas. Wahrscheinlich sehen sie so, dass Leute das anschreiben und sagst so, laufst du vorbei und die fangen so Purzelbaum machen. So, weißt du, wo schnell so, noch nur nervös, wenn wir noch am Wegrennen, dabei, Bro. Keiner juckt, was ihr macht, die sind so unnötig. Meinst du auch jetzt mit Sturmmaske auf dort? Aber so die ganze Covid-Sache ist so lustig, Bro, weil, Leute, die daten. Oh, wow. Machst du das Fass auf? Bro, Leute, die daten, es ist mittlerweile, fragst du ja so, also, so ich glaub, daten mit so, keine Ahnung, 25, ist schwierig. Ja. So, weil ich glaube, ein Teil von den Leuten ist im Hot Girl Summer, Aha, ja. unabhängig vom Geschlecht. Ja. Der andere Teil will morgen Kind. Ja, voll. Und der dritte Teil schreibt zu Vino, sage ich Nino, auf Tinder. Und sind eine ganz eigene Spezies, ja. Aber es sind so gewisse Fragen, die halt immer fallen, oder? Beim Daten. Und ich meine, die eine ist ja so, eben so Festes, so. Voll. Und eine neue Frage, die sich erst so seit halt, wahrscheinlich um ein halbes Jahr, einem Jahr, 2 Jahren, Ein Jahr sage ich pauschal. 2,5 dass sie das Game reingetan hat, ist so, bist du geimpft? Bro, es hat ja eine Kollegin von uns alle entfolgt, die wir geimpft sind. Ja, man. Also entfolgt ist gut, Bro, sie hat mich gekreuzigt halt. Also stimmt, warte. Du bist, und gab's noch jemand, und, weiß nicht mal wieso, man, aber wir haben einfach diskutiert, einfach so, einen ganzen Nachmittag über Instagram, nur das nachher Quintessenz. Oh, hey! Drück auf! Hast du etwas? Den habe ich Olam, fette Ansage für 4-mal den gleichen Aufruf. Bro, ja, aber egal. Geben wir doch Vorlagen! Ja, Mann. Hey, Also, Olam, warte, Quintessenz vom Ganzen war nur, dass nachher am Ende vom Gespräch ist, dann war, hey, weißt du was? Das muss man mir nicht geben. Das muss man mir nicht geben. Und schämst dich. Also, du musst dich schämen, gell? Und entfolgt und blockiert und alles. Ich so, Bro, also, mit euch hat sie diskutiert. Bei mir ist es so gewesen, sie hat, gut, du auf hast auch, ich Insta- muss sagen, du hast auch, auf Türkisch wortwörtlich, du hast Deutsch sagen, du hast auch Gas gegeben, weißt du, so. ja, Bro, Ganz aber erklärt, look, dann ganz weißt du. ehrlich, wir haben so geredet und so, wir sind eigentlich cool. Und dann hat sie einmal eine Umfrage gemacht auf Insta mit Ja-Nein-Sticker. Ah, bist du geimpft? Sie so, bist du geimpft? Und ich so, ja. Das hat ja, nachdem wir das alle Jahr gemacht haben, sie uns einfach alle anfangen Und anschreiben. nachher hat sie mir so geschrieben, sie so, ich bin einfach enttäuscht. Von dir als Mensch. Ja, so moralisch anfangen, Predigt zu halten, bei jedem. Aber ja, auf jeden Fall, Aber du hast mir einiges mehr anhören, ja. ja. Und lustigerweise ist es dann so, sie ist ja von, ihrer Traumberuf ist eine Flugbegleiterin gewesen. Was? Ihre Traumberuf ist Flugbegleiterin gewesen. Aha, okay. Und einen Monat nach ihrer Hasspredigt gegen die Geimpften hat Swiss dann gefunden, hey, darfst du noch bei uns arbeiten, wenn du geimpft bist? Und wie kannst du die Situation noch schlimmer machen, als sie ist? Wie kannst du die Situation noch schlimmer machen? Also, du tust online halt Hass predigen. Und jetzt kommst du von deinem Arbeitgeber einen Brief über, wo steht, hey, ab dem müssen wir wissen, ob du geimpft bist oder nicht, weil ab dem braucht es einen Impfnachweis. Schlimmer Karma eigentlich, nicht? Wie kannst du, was kannst du machen, dass du noch mehr Öl ins Feuer kannst nicht tun? Du tust das ganz online stellen. Sie Du postet einfach den Brief. tust den ganzen Scheiß online stellen und schreibst auch, Bro, es ist so ein Zettel, wo einfach nur steht, da unten, bist du geimpft? Ja, nein. Und sie macht einfach so, als wäre so ein Statement, groß, nein, mit 7 Ausrufezeichen. Sie so, Stell dir vor, jetzt, du bist bei Che Guevara und ich. stell dir vor, du bist bei der Swiss und kommst so einen Brief über und siehst 7 Ausrufezeichen und da ist einfach so, du bist ein richtiger Rebell. Ah, man, nein, Bro. Der so, danke, dass du
das machst, was mir nicht trauen machen. Wo ich nicht kann. Ich kann nicht aus Ausrufezeichen schreiben, es geht nicht. Hey, wie auch immer. Schau, ich bin auch überrascht, wie viele Leute vom bekannten Kreis von mir dann doch... Ja, das haben wir auch schon mal thematisiert. Ja, das ist ein bisschen ja. überrascht, aber die haben sich jetzt ein bisschen beruhigt, die anderen nicht. Easy. Hey, macht euer Ding. Für das habe ich einen. Jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Bravo. Ich habe mal überdatet, der nicht weiss, wo das ist. Bist du aufgestanden und gegangen? Hast du gefragt, wie alt sie ist? What the fuck? Sie ist gleich alt wie ich. Okay. Und Ja, Bro, weiss ich nicht, Mann. er meint, sie ist 50 hoffentlich, oder? Ja, Bro. Okay. Mein Gott. Oh, Haaland, ihr habt das. Ihr seid Psychos, Ja, Mann. Bro, wie du so dumm fragst. Und du vor allem, er so. Was hast du gesagt? Fuck, man. What the fuck? Hey, ich würde gerne, also machen wir mal die Frage, wie lange sind wir am Aufnehmen? Gut 40 Minuten. Okay. Ich würde gerne mal richtig fragen, oder hast du noch etwas? Nein, ich kann, also, erstmal, wir haben ganz geile Fragen bekommen das Mal. Ich bin überrascht, Wirklich, wir haben wirklich geile Fragen bekommen. Ja, also es Und, war wirklich fragwürdig. Ja, aber... Ja, das heißt immer. Das ist jetzt mittlerweile gibt es so Quoten pauschal. Es Also, gibt so 2 oder 3 Fragen, die ich einfach nicht mehr lesen will. Die erste ist so, wieso haben wir einen Podcast angefangen zu machen, wie sind wir dazu gekommen? ja. Hey, ich höre doch einfach unsere Folge, die wir bis jetzt draussen haben, wir uns, glaube ich, schon 2-mal beantwortet. Einer fragt seit und immer noch, das mit 1 cm hin oder nicht. Die Frage, Bro. weiss Hört nicht. auf, das frage ich bitte euch. Ich habe jedes Mal Vietnam-Flashbacks, Bro. Ich muss das nur schnell sagen, weil ich habe wirklich müssen lachen. Ja. Es ist nicht lustig. Okay. Er hat geschrieben, ich wollte euch da in die Welt raus Okay, tun. also, ja. Er hat geschrieben, so rein physikalisch berühren sich Atome ja nicht. Nein. Ja. Also hat mein Onkel mich nie angelangt. Kaum jetzt. Das ist eigentlich echt nicht so. Es ist wirklich nicht lustig. Meinst du, zählt das in der Stadt als Argument? Keine Ahnung, kann ich nie angelangt. Und dann haben wir noch Fragen, wo ich mich wirklich frage, was ist der Sinn, weil er fragt das zum 3. Mal. Southside, Ali, ich gönn dir jetzt das. Du fragst, mögt ihr Pferd? Hey, das, Bro. ich lese das oft, habt ihr gern Pferd? Warum? Ich habe das Gefühl, das ist einfach eine Vorlage zum Mimus uns machen, Bro. Ich glaube, Gar nicht so viel, Bro, ist der Fall. also Ich glaube, wenn du ja sagst, bist du am Arsch, wenn du nein sagst, bist du am Arsch. ich bin kein Pferdemädchen, ich sage einfach mal das. Aber ich liebe... Sorry. Ich weiß nicht, was das für eine Frage ist. Dann noch eine letzte, bevor ich dir Ja, übergebe. natürlich. Noch, ist nichts Spannendes, aber von der Pelin wieder mal. Sie wird wieder fit natürlich, wer kann es Genau. sehen? Pelin hat geschrieben, wo ist es? Sie so, hey Josh, könntest du den Serhat verschlagen? Und Serhat, könntest du den Josh verschlagen? Ich bin mir nicht sicher bei dieser Frage. Aber was wir wissen, ganz klar, ist... Was wir wissen ist, ohne Sorge, mit einem Sklab, ohne Anlauf, Bro, im Stehen, Dich. Tuck. Die könnten wir verprügeln, Pelin. Und ich würde dich Down-Syndrom Greif schlagen. Okay, wow. Okay, also, das- Ja. Das, Nur dich, alle anderen nicht. alles andere nicht. Nein, Er macht easy. in meinem Rückgang so Sachen sagen. Man. Sorry, Bro. Ich müsste wieder auf dem Balkon würde er lachen und sagen, Bro, ich schwöre, man. Bruder, Ableism, wenn die Kamera läuft, ist schwierig. Ihr Suratzes, man. ähm, Die einzige, die das Gesicht können da waren, sind ihr und ihr macht so etwas lang. Ihr Missgeburt. Ich sag das euch, vertraut mir, so Safe wo so in Space 10 Jahren rauskommen, wo wieder berühmt bist, heisst so. Bro, in 10 Jahren, wenn ich berühmt bin, Was ist das gewesen? wenn ich jetzt sehr berühmt bin, sag ich, wenn es nur das ist, ist schon gut, Bro. Andere Level. Gott ist groß, Bro. Okay, Serhat, sag Stopp. Stopp. Links oder rechts? Oh, glaubt ihr an Schicksal oder ist alles eine bewusste Entscheidung? Wer fragt das? Nita, Zara. Okay, wow. Zuerst mal, was ich so mitbekommen habe. Spielt das eine Rolle? Ich weiß nicht, ich sag's jetzt einfach mal. Es ist ja so, es ist urlanges Hin und Her unter Wissenschaftlern und so, ob wir einen eigenen Willen haben. Mhm. Und ob das Zeug nicht schon vor uns entschieden worden ist. Von wem? Vom Kirn. Hast du das nicht? Aha. Kannst du es nicht? So, das ist so wie der Spruch, wo die Kanaken sagen so, Bruder, Los mal zu. das wichtigste Organ, was es gibt, ist dein Hirn. Ah, nicht, okay. Aber wer sagt dir, dass es das Wichtigste ist? Ja, Bro. Denk Also drüber- nur denk kurz, drüber nach, kennst du es nicht? Nein, ich kann es nicht. Also es wird ja, es ist auch nachgewiesen, aber es ist so etwas, wo unendlich lang geht. Das kann nicht zu 100% so bestätigt werden, aber egal was du machst oder sagst oder entscheidest, dein Gehirn hat das schon ein paar Sekunden, bevor du es überhaupt selber so entscheidest, schon entschieden. Dass du die ewige Diskussion über den eigenen Willen hast. Jetzt, ich frage mich gerade auch, was es für eine Rolle spielt bei dieser Frage, aber an Schicksal glauben
Ey, Bro, manchmal passieren Sachen, wo du dich einfach fragst, wie kann das sein? Wie der eine, der Döner verkauft in Tokio, der einfach meinen Onkel kennt. Fair. Gute Frage. Glaubst du das Schicksal? Bro, Oder glaubst du das alles schon? look. Stell dir vor, du bist am Morgen aus dem Haus raus. Ja. Ja? Und dann gehst du nach links, Mhm. anstatt nach rechts. Genau. Bis du jeden Morgen nach rechts gegangen bist. Mal Oder so, angenommen, irgendwas. beide Wege. Mal angenommen, alle Wege führen nach Rom. Okay. Ja? Okay. Und du nimmst auch den linken Weg jetzt. Ja. Und das mal laufst links. Du laufst. Und nachher fällt dir, shit, ich habe mein Handy vergessen. Ja. Nachher kehrst du nochmal um. Ja. Holst das Handy, gehst nochmal raus. Okay. Gehst nochmal links. Ja. Und das mal, läuft dir eine Person über den Weg. Und du schaust sie an und du gehst schlimm in Liebe, Bro. Ja. Weißt du so. Und dann, das wird die Frau von deinem Kind so. Ja. Bro, eben, das meine ich ja, das sind so Sachen. Also erstmal, ganz krass, wie du deinen eigenen Kursfilm verkauft hast. Bro, der Film hat einen fucking Preis gewonnen. Bro, eben, das ist ganz krass, Ja. das ist fair. Und zweitens, eben, es passieren Sachen, Bro, wo du dich fragst, hätte ich heute Morgen zum Beispiel 5 Sekunden länger auf dem WC gehabt, wäre ich vorher aus dem Haus, hätte, weißt du so, wäre das, Bitte Sex. hätte Fahrradkette. Dankeschön. Wäre das Ergebnis gleich, hätte ich den Menschen kennengelernt, hätte ich die Bindung aufgebaut, wäre das passiert. Also in unseren kulturellen Kreisen reden wir ja von Kismet. Ja. Und Kismet bedeutet das von Gott gegebene Los. Jetzt, ob du gläubig bist oder nicht, ist so der Gedanke dahinter, dass gewisse Sachen einfach gibt oder nicht kannst ändern, aber einfach so sind, wie sie Ja. sind. Und ich glaube, ganz ehrlich und ganz banal, ich glaube, es gibt so etwas wie Schicksal nicht. Sondern ich glaube, wir sind wirklich Herr über unsere Entscheidungen. Und ich glaube, dass was halt passiert, passiert. Aber ich glaube, der Gedanke, dass das eine höhere Macht hat wollen, dass das Schicksal hat wollen, Macht es wieder ein bisschen schöner. oder Fortuna das romantisiert, so macht es schöner. Und es Ja. macht es ein bisschen erträglicher, Bro. Weißt du? Ja. Es ist so wie, das it is what it is. Ja. Weißt du, so. Auch wenn's- negative Sachen. Du Genau. sagst ja wieso, hey, es hat müssen so weit kommen, weißt du? Genau. So, das ist nur eine Frage von Zeit gewesen, zum Wenn es Beispiel. schön ist, dann ist es Schicksal. Und wenn es scheiße ist, dann ist es halt Kismet, Bro. Und dann Ja. ist halt passiert, wie es halt hätte müssen passieren. Ja, genau. Und ich glaube, es tut uns viel, es tut vielen Menschen das Leben einfacher machen, zu glauben, dass es Schicksal gibt. Aber es ist mega interessant auch, also die alten Griechen und so haben da ganz viel über so Fortuna Ja. und man redet ja von Schicksal und Schicksal ist anscheinend die Schwester von, ich glaube, 2 anderen Göttinnen Ja. im Griechischen, wo quasi dein Leben beeinflusst und es gibt eben, es gibt auch verschiedene Filme, die das thematisieren. Ja. So Butterfly-Effekt zum Beispiel, Mhm. wo eine Handlung ganz viele andere Handlungen auslöst. Benjamin Button macht das auch. Ja. Und vor allem gibt's eine Theorie, die so sagt, dass wenn Titanic niemals untergegangen wäre, wäre Céline Dion immer noch eine Sängerin mit 50 in einer Bar in Frankreich. Weißt du, was ich meine? So. Ja, hätte Fahrradkette. Aber wurde eine spannende Frage, Nita. Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, ich sag jetzt nicht das Schicksal unbedingt, also keine Ahnung, für mich kann auch Schicksal sein, dass einfach, ja, wie soll ich sagen, nicht zwingend eine höhere Macht, aber ich glaube, es ist eine gesunde Mischung, so aus Eigenentscheidung, aber auch aus Sachen, die dir wie so vielleicht mitgegeben werden, wie so dich unterstützen. Aber ja, das sage ich halt einfach, weil du hast Sachen erlebt, ich habe Sachen erlebt, so, wo du nachher baff bist, weißt du, so, fuck, weißt du, so, eben wie du sagst, wäre ich vielleicht ein paar Sekunden später rausgegangen, hätte ich den Menschen kennengelernt. Ja, oder ich meine, Bro, Autofahren. Ja. Ich meine, ich bin schon 2-mal, glaub, knapp an einem schlimmen Unfall vorbei. Ja. Aber eben, am Ende vom Tag, Denke ich aber ich bin am Ende von Tag auch einer deiner Meinung, so, du bist Herr von deinen eigenen Entscheidungen. Ja, also ich Aber gibt's denn so etwas wie Himmel oder Hölle? Wenn dann, Bruder. Bruder, wenn du das so poetisch willst machen, wir können gerne machen, aber ich will gerne 2 andere Leute dabei haben, um so Sachen diskutieren, weil das wird dann wild, Bro. Ja, Das wird dann wild, ich hol meine 2 Cousins. Ja. Nein, aber Schicksal, es sind gute Fragen, Ich würde Brutal. gerne noch eine Frage anschneiden, Bro. Ja, bitte. Oder willst du mal eine? Nein, nimm, Bro, du hast schon gerade gefunden, nimm sie gerade. Okay. Emma, also sie heißt Emma gibt's schon.
schreibt und sie hat eine mega interessante Frage gestellt. Sie hat eine Frage gestellt, wo ich mich mega fest damit auseinandergesetzt habe. Okay. Ich bin jetzt gespannt. 2-3 Jahre schon. Und sie schreibt, Kunst von einem Künstler trennen. Also zum Beispiel, darfst du Hitler seine Gemälde nicht schön finden? Darfst du Musik vom MJ nicht mehr hören? Darfst du kein Video machen für den Samra? Wir können ja zum Beispiel gerade das aktuelle, eben zum Beispiel Travis Scott, nachdem ja das passiert ist an seinem Konzert. Ist auch so, eben, Leute haben angefangen zu sagen, ich höre nie mehr Travis Scott und so weiter. Auch ein guter Vergleich, Bro, auch eine gute Frage. Ja, oder zum Beispiel Kevin Spacey, der mit seiner Sexual Allegations gekommen ist, darfst du jetzt seine Filme nicht mehr schauen. Boah, das ist eine ganz krasse Frage. Es ist eine krasse Frage. Das ist wirklich, ich habe mich auch auseinandergesetzt und ich glaube, es ist eben auch als Mann, wo ja in ganz vielen Fällen, über 95% von den Fällen, ich kann die Zahl nicht Opfer ist von sexueller Gewalt. Ja. Und es geht ja meistens leider um sexuelle Gewalt bei so Themen. Ist es auch mega schwierig, über das zu reden. Und eine Meinung haben. Aber ich muss sagen, bei anderen Sachen vielleicht so, können wir vielleicht eventuell... Aber ich bin eben, mega lang bin ich sehr ignorant gewesen dadurch. Ich kann dir ein Beispiel geben, Bro, zum Beispiel. Ja. Ich habe ein Angebot bekommen, es gibt einen berühmten Regisseur. Ah, ja. Er hat den Pianist gemacht. Kannst du schnell googlen? Ich habe den Namen gerade vergessen. Der Pianist heisst der Film. Regisseur. 2002 rausgekommen. Genau, wie heißt der Regisseur? Ich glaube, so ein polnischer Name oder so. Ja, Polanski. Polanski heißt er. Roman Polanski. Roman Polanski hat einen Oscar gewonnen 2002. Ist sehr gut befreundet mit dem Quentin Tarantino, bla bla bla. Und er hat einen Film in der Schweiz gedreht. So. Und dann bin ich angefragt worden zum Second AD, also zweite Assistant Director machen, also Regieassistent. Ja. Und hey, es wäre, der Film heißt The Palace, er ist glaube ich in Produktion jetzt, oder er ist jetzt fertig produziert, jetzt ist er in der Post-Production. Ja. Es wäre eine riesige Chance, es wäre gut entlöhnt gewesen, mir ist dort finanziell nicht so gut gegangen. Aber vor allem zum Networken und so wäre sicher krass. Bro, es wäre halt krass gewesen, weil es ist halt wirklich, also, es ist einfach, in der Schweiz passiert nicht so oft. Bruder, er ist einfach ein Regisseur, wo einen Oscar gewonnen hat. Das ist so Fakt, oder? Ja, fix. Und dann habe ich es erzählt. Und dann hat man mir recht schnell gesagt, das darfst du nicht machen. Du kannst nicht für ihn arbeiten. Und ich habe damals... Also hast du dir das selber gesagt? Oder? Nein, mir hat das jemand gesagt. Okay. Ah ja. Und ich habe das im ersten Mal nicht verstanden. Vor allem, weil ich nicht gewusst habe, was läuft. Aber ich habe es einfach nicht verstanden. Das ist so, der Roman Polanski ist in den 70er Jahren ist er vor Gericht gelandet, weil er eine 14-Jährige gefickt hat. Ja. Und er ist jetzt mittlerweile 80, glaube ich, also könnt ihr rechnen, er ist damals sicher nicht 14 gewesen, so. Ja, fix. Es gibt da ganze Artikel drüber, und irgendeiner ist dann so zum Beispiel, dort tut ihn der Quentin Tarantino übrigens, tut ihn dann verteidigen und sagt so, ja, aber er hat seine Vergewaltigung jetzt auch wollen. Also er ist so 14-jährig, das meint nicht so. Ja. Und ich habe es am Anfang nicht verstanden, weil ich habe das als eine riesige Chance gesehen für mich. Ja, voll. Weißt? Und dann nach hin und her diskutieren und so habe ich dann irgendwann gecheckt, hey, du kannst es nicht machen. Vor allem, eben, du willst so einen Menschen nicht unterstützen. Ja, fix. Jemand bewegt dich ein bisschen. Du willst so einen Menschen nicht unterstützen, erstens. Und zweitens willst du auch nicht, dass dein Name dort steht. Weißt du? So. Ja, in Verbindung mit dem, ja. Genau. Und der Grund, wieso Hollywood in die Schweiz kommt, ist, weil er einfach nicht mehr in die Staaten einreisen darf. Ah, okay. Erstens. Und zweitens, Bro, okay, schon gut, ich halte von mir sehr viel als Regisseur und so, aber wieso kommt eine Hollywood-Produktion zu mir und sagt, ey, mach Second AD? So halt, weil auch Leute nicht haben für ihn arbeiten, weißt du, klar. Ja, ich weiss noch, ich kann mich das an den Tag gut erinnern, du hast sogar eben, du bist wieder verzweifelt gewesen. An den Tag war Achterbahn für dich. Genau. Achterbahn. Und von extremer Freude zu Unsicherheit. Genau. Ich habe es dann nicht gemacht, nicht aus eigener Kraft, sondern weil ich habe diskutiert und dann bin ich zum Schluss gekommen, das darfst du nicht machen. So. Und das Gleiche ist eben, ich mache das Thema nochmal auf, ich habe ja für den Samra ein Musikvideo gemacht und dann sind auch wieder Leute, und ich habe mich dann aktiv entschieden dafür, es sind dann auch wieder Leute zu mir gekommen und haben mir gesagt, hey Bro, das kannst du nicht machen. Also weißt du, so. Ja. Und das ist eben das Thema, und zwar glaube ich, dass Menschen sehr selektiv sind, wenn es darum geht, wer sie unterstützen und wer nicht. Oder? Und zwar solange, und ich meine, ich habe davon profitiert, mit dem Samra-Shoot, weißt du, so, ich habe Geld verdient, ich habe Türen geöffnet und so weiter und so fort.
Und darum ist es eben so eine ewige Diskussion, Bro. Also ich weiss es nicht, oder? Das ist auch wirklich eine gute Frage. Es ist wirklich eine gute Frage, ich finde es mega spannend. Aber eben, so darfst du, also ich meine, eben... Es ist, glaube ich, auch so eine Frage, die so eigentlich nicht mal falsch und richtig gibt. Also, ey, Bro, ich höre, es ist so, wie soll ich sagen, es ist eine brutal gute Frage. Ja. Aber wir können halt wie nicht auf gewisse Sachen eingehen, wo wir nicht selber betroffen sind. Verstehst du, was ich meine? Eben genau. Das ist ja der Punkt, oder? Ich find's wichtig, dass darüber geredet wird. Ich finde wichtig, dass man sich Gedanken macht. Vor allem, ich habe mir die Gedanken lange nicht gemacht und ich mache sie mir jetzt. Und ich überlege mir jetzt auch zweimal, mit wem ich zusammen arbeite, mit wem nicht. Aber ich glaube, es braucht noch seine Zeit. Aber ich finde, es ist eine sehr spannende Frage immer. Und ich finde auch, eben, so, ich meine, ich kann jetzt groß reden, aber ich habe dann trotzdem den Job angenommen vom Samra, weißt du, so. Ja. Darum ist es sehr schwierig, über das reden. Aber ich persönlich bin der Meinung, glaube, ich würde jetzt einen Film von Kevin Spacey, einen alten zum Beispiel, immer noch schauen. Auch wenn man jetzt weiss, er hat damals, ist er sexuell übergriffig gewesen. Ja. Aber ich glaube, das liegt mehr daran, wie ich so denke, so, was wird, so das Klassische, was kann ich schon ändern. Eben, ja, voll, das ist ein bisschen mehr das so. Was ist so der eine Klick, wo ich gebe, also ja. Es gibt grössere Mächte und grössere Leute, die eigentlich da viel, viel schneller und stärker Einfluss drauf nehmen und da auch viel, viel krassere Zeichen setzen als... Ja, eben, also ich glaube, du setzt kein Zeichen, wenn du auf Netflix nicht mehr den Film anklickst von Kevin Spacey, weißt du? Fair. Du kannst dich laut machen, du kannst, aber Jungs, und, also, ich sage jetzt speziell Jungs, also weißt du, wo man anfangen kann, sich gegen so Themen, auseinandersetzen, ohne da zu fest reinzugehen, ist, fangt einfach an, eure eigenen Leute outcallen. Also weißt du, so, wenn ihr, was mega schwierig ist, ich schaff's auch nicht immer, so, weißt, aber wenn ihr jetzt irgendwie, mit euren Freundinnen unterwegs sind und eure Jungs lassen einen Kommentar ab, wo sehr grenzwertig ist, anstatt mitlachen, kann man vielleicht mal sagen, Bro, das ist nicht so cool gewesen. Weißt du, so. Ja. Kann man. Ja, also, ich habe auch schon bereit, weißt du, aber bis so etwas, Bro, manchmal kannst du leider nur mit 1-2 Sachen bei den Leuten Klick machen, wenn du sagst, stell dir vor, es ist deine Mutter oder deine Schwester. Ja, genau. Aber es ist schon traurig, dass du so weit musst gehen. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass du erst Empathiepunkt sammelst, wenn du weißt, es könnte dein eigenes Fleisch und Blut sein. Ja. Aber es sollte einfach bei dir sollte es Klick machen, das ist ein Mensch. Nicht, es könnte mit mir Blut verwandt sein, es ist ein Mensch, der genauso das Recht hat, auf Leben und Sachen machen und dass ihr gut geht und dass ich kann machen, was sie will, wie mir. Das ist ein Mensch am Schluss vom Tag, weißt du, es muss nicht, leider eben macht es erst den Klick, aber ich finde, dass man die Beispiele muss machen, dass es Klick macht, sogar vielleicht der falsche Weg. Ja. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Menschen, so, in dem, wo ich aufgewachsen bin, mit denen weiss ich ganz genau, es bringt überhaupt nicht diskutieren. Ja. Also weißt du, so, sind halt die Menschen, ja, fix, was halt von die Heime schon mitbekommen. Genau, wo halt schwul sein oder homosexuell sein immer noch als eine Krankheit sehen, so. Ja. Und mit denen, also, so, du kannst einfach nicht diskutieren, halt. Ja, Bro, weißt du, wenn es schon von die Heim aus in der Erziehung mitgegeben wird, also was wird schon für einen Einfluss? Ja, voll. Aber ja, gut. So, ich mach sogar wie du jetzt, aber mach noch nicht, weil ich muss einmal U und ab Dings. Ja, fair. Ich sag dir, was du kannst. Mach. Stopp. Darf ich jetzt von da einen auswählen? Eigentlich hättest du dort, wo der Finger ist, aber das ist schon gut. Nimm einfach hin. Okay. Ich nehme jetzt das. Nein, das hat von dem keine lustige Story. Noel unter einem BKLF fragt lustigste Polizeistory, aber... Wir haben keine lustige Polizeistory. Ich und du haben keine lustige Polizeistory. Wow, oh mein... Ich habe das unterdrückt. Ich habe das unterdrückt, Bro. Wow. Okay, zum Glück habe ich es nicht gemacht. Wow. Oh mein Gott. Bro. Also, ich habe das vergessen. Du weißt, was ich rede? Ja, Pro Genf. Ja. Bro, ich habe das verhängt. Okay. Ja. Soll ich erzählen? Ja, aber lass mich eine Vorgeschichte sagen, weil du tust meinen Namen wieder in Dreck um Missgeburt. Und wegen dir. Also, ich und Josh sind mal, ich glaube 2018, irgendwann so, oder Anfang 2019, sind wir für ein verlängertes, oder für das Weekend auf Lyon. Wie das beste Kollege halt so macht. Genau, ja, es ist beide nicht so gut gegangen damals. Und wir haben gesagt, hey, look, das tut sicher gut, einfach mal abschalten, irgendwo mit dem Auto kannst du hingehen und einfach mal geniessen, weißt du. Und der andere hat ein bisschen mehr genossen als der andere vielleicht. Und dort
jeder kennt's. Ich habe dort noch die Heime gewohnt. Ich habe einen vollen IT-Lohn gehabt. Und ich bin Single gewesen. Und ich wollte, dass die Leute sehen, dass es mir gut geht. Finanziell wie auch körperlich und mental. Eigentlich. Und ich bin auf einem Markenkleider-Trip gewesen. Bevor du das erzählst, muss ich schon sagen, wir sind auf einer Bootparty gewesen. Das ist, Was hure lustig gewesen. das ist, wenn jetzt so im Nachhinein das Ganze dir anschaust, es ist eigentlich easy komisch gewesen, Ja, ich meine, was jetzt alles passiert wer ist. kommt auf die Idee, in einem Boot, quasi unterirdisch, weil du bist unter der Wasseroberfläche. Ja, du siehst so im, Du siehst so in den Fenstern, Wellen siehst so und Wellen. Wer kommt auf die Idee, da drin Alkohol zu saufen und so das Gefühl haben, so, ey, das ist eine gute Idee. dass Weißt du? alle Leute sagen so. Ja, ich schwöre. Ja, genau. Also, look. Du hast dir eine Markenkleider kaufen. Okay? Ja. Das Ding ist, Das ist jetzt wieder, Frage, Schicksal oder nicht? Hätte ich nicht gehabt, vielleicht nicht rausgekommen, oder? Okay, ja. du kannst noch weiter zurückgehen. Weil ich hatte gesagt, Bro, ich wollte am 10 Uhr morgen abfahren. Ja. Weil ich nicht will am 10 Uhr am Abend daheim sein ja, erst. ja. Weil damals bin ich noch Geringverdiener gewesen. Und habe ja für müssen schaffen, ich glaube, dort ist noch Apple gewesen oder so, ich weiß gar nicht. Ja, ich glaub's, ja. Sorry. Und dann hast du gesagt, Bro, ich will unbedingt unbedingt, ich will den Der Kind macht so. ich sehr, der macht erst um 1 oder 2 einfach so, ich muss nur 2 Sachen anschauen, gut ist. Und dann haben wir bis um 2 gewartet, Ja. damit du in den Laden kannst. Genau, wir haben uns ein bisschen künstlich länger gezogen, wir sind in die Stadt rumgelaufen und wir haben sogar, glaube ich, letzte 20 Minuten im Auto verbracht, vor dem Laden. Ja, ich weiß noch. Das ist noch lustig gewesen, das Ja, also ich habe noch ein paar gute... Ich habe ein paar gute Videos, ich würde sagen, ja, schon, lassen wir das. Auf jeden Fall, bist du in der Scheißladen, du hast den Kenzo-Pulli gekauft. Ja, Also, du hast ein paar ja. Kleider gekauft. Und Genau. dann bist du noch in der Nia-Problem-Laden. Ja, Problem, aber dort sind wir auch schnell raus, das ist Ja. Müll gewesen. So. Lyon. Genau, ja. Dann habe ich mir das Zeug gekauft und laut Navi so, hast 4 Stunden von 4,5 oder so, von Lyon auf Vinti. Und wir sagen, weißt du was, wir fahren jetzt am 3 ab, wir sind so am 7, 8 Uhr dort. Mhm. Da können wir sogar gechillt irgendwo noch zur Nacht holen, weißt du? Weißt So, du, wo wir haben die? Wir haben die in KFC. genau, nachher haben wir so, weißt du, das wäre lit und geil, KFC in Bern. Das ist damals der einzige KFC in der Schweiz gewesen, das wäre geil. Neben Genf. Nein, weil Volk hat es angekommen, so ist zu weit und so umweg, dies und das. Ja. Also, wir fahren Richtung Schweiz. Mhm. Die Fahrt top. Tipptopp. Geiler Sound, wir haben gute Stimme, kein gelacht und geredet und so weiter, wie es Brüder machen. Was für ein Auto bist du gefahren? Ich hatte mein damaliges Geschäftsauto gehabt. Schau, Nein. Ist der Wir sind mit dem BMW gegangen. 335? Wir sind 100% mit dem BMW gegangen. Ich weiss es zu 100%. okay, also wir sind mit dem 335 gegangen. 2 Kanacken in einem. Genau. Und was ich aber gewusst habe, ist so, hey, wir so jetzt Sonntag und so, jetzt könnte ein bisschen Stau geben, aber scheißegal, weißt du, wir haben genug Zeit immer noch, weißt du. Also, wir kommen da, Grenze Genf. Und ich schaue den Typ an, der Jo schaut den Typ an, der Polizist, und aus irgendeinem Grund, wir haben gewusst, der nimmt das raus. Bro, es sind 2 Autos vor uns gewesen. Und er hat noch nie in seinem Leben so schnell Autos vorbeigewunken. Weil, du hast gesehen, der Hurensohn, er so dort am Stehen, und hat so hintergeschaut, und er sieht er uns, schaut 2-3 Sekunden, macht einfach so die anderen Autos vor uns. Weiter. Er wird einfach genau uns. Also, weiter. Kommen wir an. Und ich schon dort ein bisschen, ich so, weißt du, hoffentlich kann der Deutsch, weil sonst ist es gewesen. Und du hast mir noch gesagt, Bro, beruhig dich. Bro, wird nicht hässlich. Bro, Ja. bist ruhig. Also, original, wenn der einmal den Vater hätte, das wäre er. Was für ein Hurensohn. Genau. Schaut er uns an, und dann fragt er uns, was sind wir gewesen, was haben wir gemacht, Standardfrage. Und dann fragt er uns, haben wir etwas gekauft? So. Wir haben vorher ausgerechnet, Moment. Er hat gefragt, haben wir etwas gekauft? haben wir etwas gekauft? Und nachher hat er im gleichen Atemzug, ich weiss noch ganz genau, der Das- verfluchte Hurensohn, Ja. im gleichen Atemzug hat er gesagt, haben wir etwas gekauft? Nachher geschnupft, eine halbe Sekunde hat er gesagt, Alkohol, Tabak, Fleisch. So. Die ganze Fragestellung hat angefangen mit, haben wir etwas gekauft, und hat aufgehört mit Aufzählen von den Sachen, so. Also, es tönt so, als würde ich fragen, hast du etwas von diesen 3 Sachen gekauft? Genau. Ich kurz Du hast überlegt, geantwortet- Du hast gesagt, nein. ich so, nein. Und dann er so, okay, ist gut, er hat das angeschaut, und ich habe gewusst, ich habe gar nicht mehr antworten, er hat mir nicht geglaubt, ich hätte nicht mal müssen, also hätte ich auch ja Aber gesagt, Bro- er hätte ich rausgenommen. Schnell. Auf dem Rücksitz sind etwa 8 Taschen gewesen. So. Als wärst Shopping Queen am Monaco und Jojo. Bro. Und er so, was ist denn das? Kleider? Also, auf jeden Fall. Also,
nimmt er uns raus, der Nutzersohn, sagt, rechts anfahren, schaut das Zeug an und sagt, dort haben wir überlegt. Also, habe ich eigentlich überlegt, so. Schaut er an und sagt, sind das neue Sachen? Und dann ich so, nicht alles. Ein paar kannst du nicht lügen, ein paar haben so Papier drüber gehabt. Ich habe gesagt, nimm Etikett weg, du sagst ja voll. Genau. Und nachher, er so, wie teuer ist das gewesen? Ich so, keine Ahnung mehr. Der bin ich vor ein paar Stunden noch auf. Bro, es ist irgendwie Polo gewesen, und du so, 30 Stutz. Und der junge Polizist. Warte, das ist geil gewesen. Er so, kennst du so Pulli für? Er so, wie teuer ist das gewesen? Ich so, ich glaube 50, 60. Und ich schau, der Junge, ich so, bitte, nicht schnell, Bro, nicht schnell. Er so, Einfach gelacht und nichts gesagt. Was kostet ein Kenzo-Pulli? Damals? Ich glaube so 300 Stutz oder so. Bro, 200, 300 Stutz so. Auf jeden Fall, Bro, zum Glück bin ich ein armer Schlucker gewesen und nichts gekauft. Du hast für 600 Stutz. Genau, das ist ja das Geile gewesen. Auf der Autofahrt, mir so, weißt, falls ja, es wird viel geben, es wurde sicher gefühlt. Mir so, falls es wird viel geben, wir sind zu zweit. Ich dann googelt, du kannst 600, 700 Euro, kannst du mitnehmen und so weiter. Falls es mehr ist, gibt's auch leichte Bussen, ne? Tamam. Als wär's nicht genug. Er nimmt das alles auf, schreibt auf, was es kostet hat. Und dann, wenn ich die Sache gegessen, so, sagt er einfach so, mal bitte alles vom Auto mitnehmen, da hinten in das Zimmer kommen. Jetzt hast du etwas auslassen. Sag auslassen? Er ist zu mir gekommen. Ja. Und er so, wir machen jetzt noch einen spontanen Drogentest. Hat er das nicht erst drinnen gesagt? Nein. Also, wir sind doch schon auf der Bank gewesen. Weil er ist ja mit der reingegangen. Ja, stimmt. Und er hat alle Kleider also, wir alles müssen mitnehmen vom Auto, müssen rein tun in so ein Räumchen, weil er das noch geglaubt hat, dass wie teuer die Sachen sind. Nachdem wir das aufgezählt haben, hat er dann Folgendes gesagt. Und dann kommt er zu mir und macht einen Drogentest. Und ich schwöre bei Gott, ich erzähle die Geschichte sehr oft und Leute denken immer, ich lüge. Das ist Wahrheit zu 100%. Serhat ist neben mir. Er kann es bezeugen. Er hat den Test gemacht an meinen Händen. Und dann ist er so, es sieht aus wie so ein Covid-Test eigentlich. Dann kommt er zu mir und zeigt mir so und sagt so, ja, es hat einen Strich, aber er ist so halber da, halber nicht. Und ich so, nachher kommt er erst zu mir und sagt so, nehmen Sie Kokain? So direkt? Direkt. Und ich habe gelacht. Ich habe gesagt, nein, und Sie? Ja, so, was ist das für eine Frage, du Hund? Ich schwöre, ich tue jetzt krass, aber ich schwöre, ich habe genau das gesagt. Ich so, nein, und Sie? Bro, ich habe damals, also so dort, also auch jetzt nicht natürlich, wieso sage ich damals, ich habe so etwas noch nie berührt, weißt du? Ja, fix. Und ich so, nein. Eben, und Sie? Und er so, nein. Und dann macht er, also ich muss den Test nochmal machen. Bei mir ist er beim ersten Mal schon negativ gewesen. Alhamdulillah. Dann macht er den Test nochmal. Dann sagt er so, könnt ihr mir erklären, wie Kokain in die Hände kommt? Und dann, Bro, du bist doch ein Zollbeamter, du Hurensohn. Du weißt doch, dass Geld die Hauptquelle von Kokainspuren ist, Bruder. Und wir sind in Lyon gewesen. Kein Gott, dass er eine Rolle spielt, aber wir sind in Lyon gewesen. Und Ausgang und Scheine genug und alles. Bro, dann hat er mich hintergenommen ins Zimmer. Er soll mich mit sie untersuchen. Bro, er hat uns beide genommen. Nein, warte, Bro. Du bist noch vorne gewesen, zuerst. Okay, du bist negativ gewesen. Ja. Lass mich schnell erzählen. Okay. Er hat mich hintergenommen ins Zimmer. Dann ist er mit seinem Kollegen gekommen. Und ich bin dort auf 180 gewesen. Und du hast mir nachher gesagt, Bro, ich hab einfach gefressen, weil wir können strong heimgehen. Ja. Aber ich bin so hässlich gewesen. Dann hat er mir so gesagt, ja, ziehen Sie das Oberteil aus. Habe ich das Oberteil ausgezogen. Ich muss meine Arme lupfen. Ja. Mich einmal drehen, als wäre like I don't care. Weißt du? Haben Sie die Air like I don't care? Ich habe das voll reingekommen, man. Voll verdrängt, ja. Bro, nachher habe ich mein Shirt wieder angelegt. Habe ich meine Hose ausgezogen. Und habe meine Unterhose ausgezogen. Und dann habe ich mich bücken. Und ich habe ihm noch gesagt, ich so, hast du gern du. So. Ja. Und also, der Junge, übrigens in Schweizer oder so. Ja. Und der Junge hat sich kaputt gelacht. Ja, Bro, weißt normal, für ihn ist das Comedy pur, er lacht sich kaputt an. Bro, und ich habe gesagt, ich so, hast du gern, ne? Dann habe ich halt wirklich so, Marek, reingeschaut, mit Taschenlampe, alles, weißt du? Gute Güte. Ja, gut, Bruder. Und nachher ich so, ist gut jetzt? Er so, ja, ist gut. Und nachher weiss ich noch das Lustigste, nachher hat er mich rausgebracht zu dir wieder. Und du bist so, Bro, du bist in einem Status gewesen, du so, oh mein Gott, sind wir gefickt jetzt, was ist ja, los? Weil, wo er gesagt hat, Kokain und der Finger, so, er hat etwas gefunden. Und ich hab schon überlegt, ich so, welcher Hurensohn hat das in Lyon gefickt? Ich hab sogar den Verkäufer, der mir den Pulver verkauft, ich will ihm seine Mutter ficken. Bro, du hast alles, und ich bin so hässlich gewesen. Und Bro, das Ding ist ja, weil ich im Militär gewesen bin und mit so Hurensöhnen zu tun habe, Ja. die in Uniform sind, habe ich genau gewusst, er tut nur krass. Ich habe ihm sogar noch in der Kabine gesagt, ich so, was ist das für ein Rang? Er Ja, so, zu meiner Kleinen. und er so, ja. Was hat er gesagt? Er so, ich bin Gefreiter.
Ich so, ah, schon, ich bin Feldi. Und er so, das ist nicht das Gleiche, das ist im Militär. Ich so, ich schwör. Easy, er kann halt ein bisschen mit dem Eier gespielt, Ja, weißt? fix. Und at this point, er hat gewusst, ich spiele mit dem Eier. Und so, er hat wirklich seine Macht komplett ausgenutzt, Bro. Nachher sind wir rausgelaufen und ich weiss noch, du hast mich so angeschaut. Und du so, was ist passiert? Und ich habe mein Arschloch angefangen zu heben. Ich so, Bro. Und du auf einmal, du hast mich ausgelacht, weil ich so quasi den Finger in den Arsch bekommen, was ich nicht bekommen habe. Ja, logisch, du hast aber... Ich habe so da, als hätte ich ihn bekommen. Ich so, wie sieht du so... Bro. Genau. Und der Polizist hat das gar nicht lustig gefunden. Der Junge wieder mal. Und nachher sagt so der Polizist, so, Herr Koka, zu dir. Und jetzt sie, und du so, was? Nein, ich bin doch negativ. Er so, ja, sie sind da mit ihm im Auto gewesen. So, und dann bist du ja auch hintergebracht worden. Und ich habe nicht aufgehört, Witz zu machen. Und dann hat er mich einfach in die Einzelhaft reingesteckt. Weil er so, wenn sie nicht ruhig sind, müssen sie nicht hindern. Dann bin ich, glaube wirklich 2 Stunden unter drin gewesen, während sie halt bei ihr geschaut haben. Ja, ich so eben, sie sind zu mir gekommen und er so, ja, sie jetzt auch. Und er so, Herr Koka, und ich so, ich will wegen dem Nachnamen, weil das fast spricht der Uhrensohn. Ja, ich schwöre. Und nachher, ich so, ich bin negativ. Und nachher er so, ja, trotzdem sind die mit dem Auto gewesen. Ich so, ja, nicht, das hättest du gar nicht müssen machen, weißt du noch? Ja, Uhrensohn. Nuttensohn, Alter, ja. Also ich gehe in das Zimmer und nachher er so, alles ausziehen, ich ziehe alles aus, er so unter uns auch, ich so, easy. Und nachher er so umdrehen und nachher ich so, Basse. Du so, ma, Anaconda da? Er so, weißt du, er so, ich weiß nicht, was er mit dir gesagt hat, er so, weißt du, in die Knie gehen und er so, jetzt so, schütteln. Ja, stimmt. Ich so, Basse. Ich so, nicht auf mich, du warst so. Er ist gerne durchschlafen. Nachher, hat er halt bei mir nichts gefunden. Und während ich dran bin, höre ich den Josh in der anderen Kabine, sag ihm nicht, Bro. Stimmt. Ich so, sag ihnen nicht, Bro, wir gehen zusammen down. Und nachher, ich so am Lachen, er so, ist das ein Witz für Sie? Nachher ich so, sorry, weißt du, so am Zusammenrissen. Dann kommt noch der Junge zu mir und sagt so, haben Sie Kappe und so dick? Ich so, nein, sag es am anderen. Er soll zu mir kommen, mit mir kuscheln und so. Aber ich bin so hässlich gewesen. Und du hast irgendwann gesagt, so, ja, bitte, hab Fresse, hör auf. Wir können schon lange heimgehen, Mann. Bro, und dann haben sie ja noch den Polizeihund ins Auto geschickt. Ja, der Hurensohn, der wurde in seine Mutter gefunden. Bro. Und nachher, das ist, glaube ich, das Lustigste an dem Ganzen, der Polizeihund, der Typ kommt so mit dem Polizeihund und du kommst so aus der Zelle raus und du so, darf ich ihn mal streicheln? Er ist so ein Junge, so ein junger Schäfer. Die Leute gemeint, er ist neu in dem Pro. Ich sag, komm da, nein, ja. Du sagst ACAB, aber du nicht. Du nicht, Bro. Und dann so, nein, sicher nicht. Und dann haben sie uns zum BMW geschickt, Bro. Einfach komplett auseinandergenommen. Er so, ja, jetzt könnt ihr zusammenbauen, viel Spaß. Ja, es ist nicht das erste Mal, dass es so passiert ist, die Minuten sind, Bro. Bro, wir sind, glaube ich, 4 oder 5 Stunden drin 5 Stunden sind wir dort gewesen. Was für Hurensohn, Alter. Für was? Für nachher 20 Franken zahlen, weil sie nachher 2 Quittigen gefunden. Stimmt. Und ihre Hosentasche. Ich habe sie da. Jeder hat das kleine Hosentaschenfächli da. Du hast bei den Jeans hast du den grossen Ding. Das ist für deine Taschenuhr. Ich habe das da drinnen da. Ich so, massig, weißt du. Dann hat er 2 Quittigen gefunden. Er so, ja, schon die Quittigen reisen 700. Und dann schaut er so an, er so, aber das ist ein blauer Kenzo-Pullover. Du so, du hast den an. Er so, ist das, was sie anhaben? Du so, Nein. nein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, hat er dann gesagt, ja, mit dem, was ich gesagt habe, mit dem, was ich Quittigen kann, gibt es keine 30 Franken Bus, weil sie mehr über die Grenze gegangen sind. Da merkst du wirklich, was für ein Hurensohn von Bull das war. Bro, soll ich dir erzählen, was passiert ist in den ersten 3 Monaten, wo ich mein BMW gekauft habe? Sag. Bro, ich bin ungelogen, glaube 6 Mal angehalten worden. Und das Krasseste war, ich bin mal auf Konstanz gefahren, fahre zurück. Und auf dem Rückweg, genau das Gleiche mit dem scheiß alten, ich kann wieder Nationalität sagen, aber es ist ein richtiger Nuttensohn. Er kommt so zu mir und dort hast du DS gekauft. In Deutschland? Ja. Ich weiss noch. Ja, dort, ich so, okay, ich habe mir schon ausgemalt, weißt du, ich so, okay, 700 €. Und du so, ey Bro, ich habe DS gekauft, kann das Problem geben. Ich so, Bro, wie viel hat's kostet damals? Er so, du so 150 €. Ich so, nein, alles gut. Der Typ kommt und er sagt so, haben Sie etwas zum Anmelden? Und ich mir so, nein, gar nicht. Mir so, nein. Also, mal bitte aussteigen und den Kofferraum aufmachen. Mache den Kofferraum auf, seht ihr den GameStop-Sack. Und dann du so auf Türkis am sagen, ich glaube, wir sind gewesen. Ich damals noch kein Polizei erfahren. Ja. Niemand, keiner willst wissen, was verboten ist in der Schweiz mit dem, was nicht. Du so, ich glaube, ich so, Bro, weißt du, so, easy. Nachher schaut so 3, also er hat einen Quittig dabei gehabt, schaut so 3, ist das alles? Wir so, ja. Sagt er, einen Moment. Und ab dem einen Moment, ich habe gewusst, ist fängt er an Sachen aufmachen mit der Taschenlampe, den Kollegen, nein, dies und das. Und das ist das Frechste, was ich geben kann.
Er ist fertig, er ist fertig so, wir haben das beruhigt, sagt er einfach das. So, in dem Fall. Gute Heimfahrt. Geht einfach in seine dreckige Kabine, geh verrecken und das ganze Auto einfach auseinandergenommen. Steuer rausgenommen, alles. Die Sitze sind irgendwie gewesen, die hinten dran, all die Fächer sind weg gewesen, alles offen und so weiter und auch so Papier hat er so durchgeschaut. Bro, für was soll ich eine Quittung von einer DS im Handschuhfach verstecken, in andere Quittungen? Bist du behindert? Bist du labil, haben wir nachgekommen? Für 150 Euro, Mann. Nein, es ist nichts haben wir nachher gezahlt. Kein Bus, nichts. Wir sind nachher reingefahren, eben, dann ist so die Frage so gewesen, werden wir eigentlich noch gefickt und so, dann wir so, weißt, alles easy, entspann dich. Sind wir reingefahren und, ja. Check's einfach nicht, ich so, Alter, ich hab's wirklich nicht geglaubt, aber nach 3 Minuten hat's aufgehört. Vielleicht haben sie irgendwo eingeschrieben, so, der BMW, der macht keinen Scheiß. Aber nach 3 Monaten, im Winter und auch sonst so in der Schweiz haben sie einfach aufgehört. Kein checkt, wieso, ihr, egal, genug für. Nächste Frage, bitte. Nächste Frage. Haben wir schon mal Pfefferspray kassiert? Ja, im Militär. Also jetzt, unabhängig davon? Nein. Du schon? Ich? Ja. Riese Gangster, Mann. Nein. Hast du kassiert, doch? Erzähl. Hast du dir die Frage gestellt, damit es um ihn geht? Jetzt frag doch einfach. Nein, Bro, ist eine lange Geschichte. Ich kann nur wissen, ob ihr mal Also, wir können nächstes Mal machen. Es gibt mal eine Yilmaz-Folge. Es gibt nur eine Yilmaz-Folge. Yilmaz da allein und redet. Ist gut, er will seinen Fame endlich haben. Nein. Er kommt sich nach. Hey, einer fragt, Der Bude fragt. Er schreibt, irgendwo hat es eine Frage an dich gerichtet gehabt. Ah ja, Tipp von Zero zu dieser Saison für Zürich. Schreibt Giorgio Ceviola. Giorgio Ceviola. Bruder, ist das so ein Profil, wo du mit deiner Freundin hast, oder heisst du Viola zum zweiten Namen? Keiner weiß. Also, Bro, mein Tipp. Top 3 sind wir dabei. Mehr kann ich nicht sagen, Bro. Obwohl Vinti jetzt ist. Gut, 4-0 kassiert, Vinti 1 gemacht. Okay. Ey, Bro, ich wünschte, das wäre geil, ich würde es gönnen, Vinti Meister werden. Kann ich jetzt Vinti bei FIFA nehmen? Ja, Bro. FIFA 23 kommt Vinti, ja. Oh mein Gott, wirklich? Ich kauf FIFA 23. Ich hole einfach in zwei Saisons mit Vinti Champions League und hole Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Okay. Was haltet ihr von Eikos-Raucher? Kennst du die Ziggis, da die Elektro-Ziggis? Ey, wenn das ist, wo richtig grusig stinkt. Furz stinkt. Oh mein Gott. Wir haben die andere Kollegen, die im Freundeskreis, wo das raucht, oder wo halt Eikos braucht, es schmeckt wie Scheiße. Hört auf mit dem. Lieber habe ich den Teergeruch in meinem Gesicht, als das. Es ist vor allem auch so penetrant, weißt du? Gazi 90. Gazi. Fragt, was sind die unheimlichsten Monster, Ungeheuer oder komische Wesen, Geschichte aus eurer Kindheit? Bruder, jetzt ganz wild. Ganz wild. Ja. Eines Tages, ich bin so 9 und 10 gewesen. Also es ist kein Monster oder so, aber es ist mir jetzt einfach was in den Sinn gekommen. Ich bin mit 9 oder 10 mal also aufgestanden, so am Sonntagmorgen um 8 Uhr. Ich gehe ins Wohnzimmer. Ey Bro, bis heute, ich glaube selber nicht, ich habe einfach ein Engel gesehen. Einfach im Wohnzimmer, nachher, ich schaue sie so an, sie schaut mich an, ich lache, sie lacht, ich sage, weg. Mein Champ. Bro, direkt original. Bist du nachher aufgewacht in dem Bett? Nein, nachher habe ich angefangen zu beten, ich bin Moslem geworden. Nein, Bro, ich kann es nicht checken, weißt du, erst später, ich so, Alter, weißt ich habe schon gewusst, so Engel, aber ich kann nicht checken, so, ich bin einfach nachher go gamen, weißt du, so easy. Ich bin einfach go gamen und nachher, weißt du, was ist eine Geschichte? Also hast du das geträumt? Olim, ich habe es gesehen. Ich bin aufgestanden, dort haben wir Römerstraße gewohnt. Ich bin ins Zimmer gegangen, Olim. Also ich bin dort zu jung gewesen, aber Bro, so Sachen hätte ich, weißt du, wie gern gesehen. Olim, ich habe das, also, weißt du siehst einmal Sachen, wo du dort, du weißt, du hast gesehen, aber mit den Jahren, du hast dich selber hinterfragen, bin ich einfach am Pennen gewesen. Und? Hey Bro, bis heute, eins, zwei, original. Bro, hast du einfach gamen, Er ist so shit lit. So shit, was lit ich so Lamsa-Story mache. Dann mich auch gamen, ja. Ja, Bro, Sonntag ist für mich der Game-Tag. Ja, fair, ja. Kann jeder Engel und Gott kann wer schicken, wer will, ich will gamen, Bro. Bei dir? Wo ich klein bin, auch so 9, 10. Weißt du was, wie heißt Creepypasta, was das ist? Creepypasta ist so, sind so Gruselgeschichten, wo Leute im Internet erfinden. Oh. Und dann hat so zum Beispiel, er hat so eine Seite gehabt, wo mein grosser Cousin mir gezeigt hat, wo du so ein Bild gesehen hast, zum Beispiel, von einer... Von der Story? Hä?
zu der Story, so, haben die Leute auch das Bild ausgemalt, also das Bild gemalt zu der... Sie haben so ein echtes Bild genommen und dann so einen eingekreist und dann hast du gesehen, der hat keinen Schatten. Aber es ist Photoshop, weißt du? Ja, normal. Und dann haben sie geschrieben, ja, das ist ein Geist eigentlich und so. Oh Oder ja. der hat kein Bein. Und dann siehst du so ein Bild von einer Familie und im Fernsehen hinten siehst du so das Gesicht. So ganz flackert Ja, und so. Oder so ganz schlimme Sachen. Ich habe das als Kind geschaut, Bro, ich bin durchgedreht. Es gibt so ganz viele so Creepypasta-Geschichten. Es gibt eine berühmte über Pokémon, wo so mal umgegangen ist, wo so geheißen hat, es haben so mega viele Kids haben Selbstmord begangen in Japan. Wegen der Musik in Laventia. Ja, ja. Das ist so, im ersten Pokémon-Spiel gibt's ja so einen Ort, wo der Pokémon-Friedhof ist, in Laventia. Ja, ja. Wenn du dort einlaufst, gibt's so eine Musik, die macht so Ja. also so mega Voll. spezielle Musik. Und es ist mal umgegangen, dass wenn du das hörst, dann würdest du dich umbringen. Und in Japan hat es anscheinend 10 Selbstmord gegeben. Und so. Oh mein Gott. Das ist so Creepypasta. Auf jeden Fall, das hat mir auch Angst gemacht. Weißt du, was das Schlimmste war für mich? Was? X-Factor. Es hat eine Folge X-Factor, die hat mein Leben gefickt. Zwei Folgen X-Factor, die hat mein Leben gefickt. Hast du X-Factor geschaut? Ja. Kennst du die Folge mit der alten Frau und den roten Augen? Nein. Bro, ich habe die Folge, glaube ich, auch mal gesehen und ich bin dann im Frauenfeld unterwegs und es hat einfach eine Frau auf dem Balkon gehabt mit knallroten Augen. Bruder. Es ist wirklich eine schlimme Folge gewesen, Bro. Also so als Kind habe ich Der hast du gesehen und genommen. Bro, ich schwöre bei Gott, ich habe, glaube 3 Wochen nicht können pennen. Die da, und es gibt nochmal eine Folge, wo so eine Frau obsessed ist mit sich schminken. Mit sich selber schminken. Und jeder findet sie mega schön, aber immer wenn sie in den Spiegel schaut, sieht sie etwas verdammt Hässliches. Und nachher hat sie so in den Spiegel geschaut, in den letzten Sekunden von der Serie, und sie hat ausgesehen wie E.T., aber so richtig grusig. Weißt du so? Ja. Yeah. Hey Bro, ich hab geschrauen. Ich meinte vorher, ich so, Bro, ich bin glaub, ein Schisshass gewesen früher, aber Bro, ich hab richtig Schiss gehabt von der. Ja, Bro, wie willst du denn Schiss haben mit 19 so etwas gesehen, man? Bro, und ich glaube, wenn du auf X-Factor, wenn du auf Wikipedia gehst, steht, glaube ich, irgendwo, dass das die schlimmste Folge ist, so. Oh mein Gott. Lady with Red Eyes oder so etwas. Oh mein Gott. Ich hab wirklich so, Bro, ich weiss nicht, halt, meine älteren Cousins haben mich kaputt gemacht oder Ja, ja, Bro, oh mein Gott, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich, was mich Kopf gefickt hat. Bro, eines Tages bin ich mal zum Sinandai gegangen mit meiner Familie. Und die haben dort irgendwie bis um 4 gehabt. Und mein Dai hat immer so das Ziel gehabt, meinen Vater abfühlen. Mein Vater hat nicht so gern gesoffen. Er hat einfach immer ihn abfühlen. Und eines Abends, wo wir zu ihm auf Besuch gegangen sind, hat er so angefangen, meinen Vater abfühlen. Ja. Und hat dann, ist gut unterwegs gewesen. Und weil er gemerkt hat, dass wir Kinder immer noch wachsen am 10, Ja. hat er Anton versucht, ins Bett bringen, also irgendwo schlafen, und schon lange Zeit, wir so, nein, wir sind noch wach. Hat er einfach gesagt, ey, ich mache heute Fernseher, schau den Film, aber lass uns in Ruhe, weißt du? Wir schauen den Film, Bro, also er steht den Fernseher, und dort bin ich also ich bin dort so, Bro, vielleicht 7, 8 gewesen oder so. Ja. Predator 1. Mit dem, also, weil Predator ist, dort, wo der Schwarzenegger spielt. Ja, wenn er sich im Schlamm, Dings hat, Ja, so, Bro. da gibt's die Szene, wo sie so machen. Bro, warte jetzt. Ich schau mit meinem Cousin Dennis, ich schau so, oh mein Gott, weißt du, so krass, dies und das. Hintergrund sehe ich, weißt du, so voll am Saufen. Ja. Und dann sehe ich zum ersten Mal der Predator. Ohne, dass die Maske weg ist, einfach nur so. Ich so, oh mein Gott, Er macht so das Geräusch, er macht so. Ja. Ja, genau. Bro, das ist Ja, stimmt. Der ist gsi. Nachher, ich so, schau mein Cousin Dennis, er so, Bro. Ich so, Bro, der ist gsi, weißt du? Und dann fängt eben, es wird immer schlimmer, der Film. Es fängt mit Fetzerei an, der Arnold Schwarzenegger rennt weg. Ich so, fuck, überlebt das? Es ist ein Monster, Alter. Fängt sich an Schleimdings, der killt und so weiter. Und dann geht der Maske gegen den, glaubst weg. Und dann ich so, oh mein Gott, dann kannst du wieder. Ich so, ich bin am Sterben gewesen, Bro. Ich sehe das Gesicht. Ich sehe meinen Cousin, wir so gehen schlafen. Wir gehen ins Bett, schaffen zu schlafen. Ich schicke wieder meine Mutter, mein Onkel und sage, ey, die schlafen nicht, er kommt so angetrunken. Ey, schlafen mal. Nachher auf mein Vater. Und ich habe nicht gewusst, ob mein Vater angetrunken ist, weil ich habe nur auf den geschaut. Ich habe nur gewusst, er versucht es schon seit längerem. Ich sehe meinen Vater so mit dem Hemd da offen, mit der Hand. Hey, Mann. Schlafen da, und links ist der WC gewesen. Er, Nein. Ja, Bro, er hat das Foto, wie er kotzt. Bro, mein Dai, das Beste, was er machen kann, als Beweis, dass er kotzt hat, er so,
rennt er holt Cam, macht so, Meinst du ernst? es gibt so 5 Fotos, so eine ganze Serie. Zuerst kurz, nachher, wie er so Gesicht wäscht, wie die Mutter kommt, nachher, wie so das ganze nass ist, nachher, am Schluss macht er es. Also, komm, machen wir fertig. Mach mal eine kleine und machen wir fertig. Also, so. Ja, man. Wir haben keine News. Ich sage News, weil, Bro, es wird schwierig. Hast du den geschaut? Alien vs. Predator? Ja, fix. Bro, sag einfach Stopp. Stopp. Ich hoffe, die Frage kommt. Das Dümmste, wo wir, also, Alin.04 fragt, das Dümmste, wo wir mal Geld ausgegeben haben. Das ist eine lustige Frage. Sag du. Markenkleider. Bro, du hast mal, wo es dir wirklich finanziell gut gegangen ist, hast du mal wieder in Louis Vuitton Store einen Pulli kaufen? Also ich habe ihn geil gefunden, aber dann habe ich gesagt, okay, das ist sogar für mich too much. Aber du hast 3000 Stutz. Bro, du hättest ihn fast gekauft, Bro. Ich habe mich schon Du hast verschuldet, wirklich ja. überlegt und ich hatte gesagt, Bro, das darfst du nicht machen. Das sind wir in Istanbul Flughafen gewesen, glaube ich sogar. Ja. Ey, das Dümmste, wo ich Geld ausgegeben habe. Wow. Hast du nicht mal einen Pulli verloren, der wurde teuer war? Ich suche immer noch einen Moncler Jacke. Ja, die meine ich. Die suche ich. Keiner weiß, was es ist, keine Ahnung. Scheißegal. So ein Pulli Jacke Style. Auf jeden Fall, Bro, ich sag jetzt mal so. Ja. Ich habe schon für viele dumme Sachen Geld ausgegeben. Aber ich habe mal, glaube ich, innerhalb von 4 Tagen, also mit Sonntag, Freitag bis Montag, ich habe 3-mal Handyglas repariert. Von dem damaligen iPhone 7 oder was auch immer. Ernst? Bro, also. iPhone 7 habe ich gehabt, oder 6. Das eckige noch damals. Kämen wir zum ersten Mal am Freitagabend. Boom, kann ich reparieren. Das Bahnhofstrasse. Eckige war 5. Also 5 sogar, 5. Überleg. Ich kann Bahnhofstrasse reparieren. Express, weil ich unbedingt will, dass es funktioniert. 200 irgendetwas Stutz. Tamam, also gemacht. Nächsten Tag, ich mache mit dem Schüler ab. Bevor ich mit ihm auf rausgegangen bin, so, ich kaufe mir eine Hülle. Wo sogar so, das Teil vorne hat. Tamam. Ja. Handy in der Hosentasche, im Trainer. Schüler hat mich abgeholt, wir fahren Auto, wir steigen irgendwo aus, wo es gemütlich ist. Darf ich fragen, ist es ein Superdry-Trainer gewesen? Ja. Es ist so vorausgesehen. Ich hasse die Trainer, Ich schwör. Der Sack ist so tief, Bro, Handy Bro. geht da raus. Was sollst du denn tun, Bro? Münze, maximal. Ich schwör. Ja. Also, ich steige aus dem Auto aus. Boom. Und beim Aussteigen macht das Handy so. Und hast eben gewusst, dass die Hülle da nicht magnetisch ist. Macht einfach so auf. Boom. Nochmal kaputt. Aber nachkommen. Ich gehe am Montagmorgen reparieren. Ich gehe heim. Ich gehe schiessen. Dus, wie bei dir, wo es kaputt gegangen ist. Ich tue auf die Seite. Nochmal. Wow. Und ich hätte eigentlich ein neues iPhone holen. Ich habe 3-mal gezahlt. Was habe ich gezahlt? Vielleicht so 600 Stutz. Oh mein Gott. Behindert. Das ist so das Dümmste gewesen, ja. Hätte ich von Anfang an die Hülle gekauft. Ja, und du? Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war das Dümmste gewesen, wo ich mal im Casino 400 Stutz gewonnen habe. Ja. Und ich so, weißt du was, 800 oder nicht? Und genau dann kommt Rot. Du bist lange nicht mehr gewesen, Bro. Du bist lange nicht mehr gewesen. Das ist, glaub's, gut, so. Ja, Bleib ja. da, Bro. Genau dann kommt der Rot nicht an mir. Also, jedes Sponsoring nehmen wir an, nur von Casinos nicht. Außer Nein, wir nehmen von, Bro, besser für dich. Ich spiele auch einfach so. Einfach für den Applaus. Nein, ja man, Bro, dann sind 400 Schuss flöten gegangen. Aber es hätte keine 800 Zeit. Ja. Gut, ja, eben, ich bin immer noch überrascht, dass, ich gönnte das, obwohl es in dem Moment krass war, aber ich gönne das schlimm. Du hast einfach in Athen, in der Ferien, das Geld für die Ferien wieder rausgeholt. Bro, in Das ist Athen, heftig. in der Ferien, das glauben mir Leute auch nicht. 13 Spiel Roulette, 12 hintereinander tippt. Ferien, einfach Flug, den er gezahlt hat, Hotel, den er gezahlt hat er rausgeholt, plus hat er noch Geld gehabt zum Musik. Also er hat eigentlich Ferien vorausgebucht, um sie nachher wieder rauszuholen, checkst? Ja, aber hört auf. Mach jetzt nicht, Suchgefahr Ausgefahren ist um. Außer wenn ihr wirklich ein System habt und euch überlegt, Nein, Bro, fress da lang. ihr schafft das, okay? Online. Nein, macht Mach Casino es nicht. Mach es nicht. Das ist das Schlimmste. Das ist alles. Gugus gsi, Gugus geblieben. So, haben wir Mit G, 3 G, G. Knöpfe. Haben wir jetzt 3 Knöpfe getestet? Ist das nicht der gleiche Typ, der auch sagt, stimmt oder stimmt nicht? Das ist genau der Das ist gleiche. genau der gleiche Bruder. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt, ja. Legende. Wie geht's ihm macht, ja. Ja, Mann. Ja, beenden wir das da. Ja, Folge 21. Ich weiß nicht, wie es rauskommt, Bro. Manchmal haben die das Gefühl, es ist beschissen, dann kommt es gut raus. Manchmal das Gefühl, es ist gut, dann kommt es mittelmäßig raus. Ich glaube, das ist eine eher langweilige Folge, sagt er ehrlich. Ich habe das Gefühl, keine Ahnung, wie auch immer, schreibt uns, wie ihr es gefunden habt, tun uns ein Feedback geben.
Abonniert uns auf YouTube. Ja. Folgt uns auf Spotify und bewertet auf Spotify. Wir sind letzte kurz wieder von den Charts gewesen, ich hab's nicht checken. Ah ja? Wir sind letzte 12. Platz gewesen, ja. Wieder. Schau jetzt. Vor ein paar Tagen, vor 2 Tagen. Immer so 2-3 Tage nach Folge-Release. Genau. Ja, auf jeden Fall, gebt uns Feedback. Die Folge ist vielleicht eher langweilig, vielleicht auch nicht. Aber wir können es auch die letzte täuschen. war gut gewesen, Bro. Genau. Und die nächste wird sicher auch brutal gut. Nächstes Mal haben wir einen ganz guten Gast. Machen euch auf eine geile Folge gefasst. Und ja, danke fürs Zuhören wie immer und habt Sorge. Das ist kurz und